Wir Fisch, was und lustig in früheren Jahren, sind wir am Sonntag aufs Land rausgefallen. Kein Rad, Döf und kein Gestank von Benzin, kein Mensch und kein Viecherl wohin. An Zäselwagen war die ganze Bande benannt, zum Essen ums Mitgeführt ein Kriegsproviant. Zum Aufladen ums braucht man noch fast eine Stunde, vermögen sind die Katzen und die Hund. Zuerst der Rose und Knefferl, dann der Gradeltrager Blaus, eine bessere Öfte auch, dann der Bierversüberer Schlag. Also Leute war dabei, Kinderstucker Zähne gleich, der Friseurkühl von Brischek hängt am Trittbrett wie ein Schneck. Am Balkon der Rehwiesel Nosen sitzt vorn der Herr Hofmusikant. Er tut auf sein Posthändel blosen, ein Liedl, das jedem bekannt. Ja, aber da habt's ein Dollar und da ein Schuldenschein, ja weit, da gibt's ein Garde und da wird's gemütlich sein. Jawohl, so schaut's aus. Grüß euch, servus, habe die Ehre, küsst die Hände und so weiter und so fort. Zur Pavlatschen-Nummer, ich glaube 209 war das, gell? Ja, da fällt schon wieder einer. Franz, da fällt schon wieder einer. Patrick ist quasi am Weg, hoffen wir's. Er steht noch auf der Brünnerstraße mit einer Autopanne. Ja, wie heißt denn das da, wie heißt denn das? Die Motorkontrollleuchte, heißt das Motor, die hat aufgeleuchtet. Hat er sich gedacht, er schleicht sich runter von der Autobahn, hat sich in die Brünnerstraßen, tut dieser hängen geblieben und hat in ÖRDC gerufen und der ist am Weg, hoffentlich schon zu ihm, ja, mit ein bisschen einem Klick, kommt ein bisschen später dazu, dabei müsst ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen. Ich hoffe, wir werden das da warten und vor allem, ich hoffe, dass es wirklich ausgeht, dass er noch kommt. Wie gesagt, das dauert ja immer, bis der ÖMTC dann da ist, eine Dreiviertelstunde. Ne, wann war das? Um halb acht hat er mich angerufen und hat gesagt, ich hänge gerade, ich habe gerade den ÖMTC angerufen. Also wird er jetzt irgendwo, vor 5 Minuten habe ich mit ihm noch telefoniert und gesagt, war der ÖMTC noch nicht da. Aber ja, kurz davor, hoffen wir das Beste. So, bevor ich in den Chat gehe, wäre ich mir einen Schluck allein schenken. Ich habe mir erlaubt schon anzubotteln, das Flascherl. Dediziert war das vom guten Alexander Hauser, der wieder beim Ding dabei war, beim Taschler. Das kann ja filmen, das kann ja gescheit filmen. Moment. Wo ist er? Na, tu was. Ja, ist schon da, schaut sich das an. Zweigelt aus dem Hause Christine und Andreas Glück, bekannt als die Dankbarkeit in Bodersdorf. Ein herrliches Trebfall, also ein großartiges Weingut, muss man echt sagen. Jetzt muss ich schauen, dass ich das einschenke und Kamera. Und ich habe natürlich, schaut euch das an, Zweigelt, herrlich, dem Hauser sei Dank. Ich hab das schon angeboten, weil beim Roden das ein bisschen an Luft kriegt. Also bevor ich reinschaue in den Chat, jetzt einmal Servus zum Wohl, trotz dann, dass der Patrick, dass es noch herschafft. Sehr zum Wohle. Ja. Also wegen einem Wein muss er nicht kommen. Den kann ich schon allein abpacken. Wie zu erwarten. Ich kenne ja schon einige Weine von der Dankbarkeit, ganz großartig. So, jetzt schauen wir rein. Der Christoph Ack hat schon gemeint, Klaus, bist du letzte Woche nicht zum Umziehen gekommen? Nein, ich habe mir gedacht, heute, ich wäre, weil ich so eine Freude gehabt habe, dass mir passt und weil mein Jeans dreckig ist. Weil mir gedacht, ich ziehe wieder die Lederne an. Beinhart. So, jetzt aber mal Retour. Ich habe jetzt einmal gleich eine Bitte vorweg, weil ich schon im Chat schaue. Abermals probieren wir das, dass wir heute erstmals wieder seit unseren Anfangszeiten
auf Facebook ebenfalls, auf unserer Fanseite 16er Burm auf Facebook auch live gehen, also dass das eigentlich parallel dort auch live geschalten wird, wann es wo ist. Ich kann es nicht kontrollieren. Seid so lieb, schaut mir nach einer auf Facebook, ob wir dort auch sind oder ob schon wieder nicht hinhaut. So, als erstes habe ich im Chat, muss nicht die erste gewesen sein, aber hier sehe ich die Isabella M. Jawohl, von der Außenstelle Brixen im Tal in Tirol. Passt. Grüß dich gut. Servus Franz, servus Isabella. Susanne Fabre ist da. Wenig Schnee, sagt die Isabella. Wenig Schnee und österliche Temperaturen. Unbottling Secker Rosé vom Norbert Walter. Warten wir auf gute Unterhaltung, einmalig. Norbert Walter, auch ganz großartiger Winzer da ist es im Strebersdorf wahrscheinlich, oder Stammersdorf, also da am Biesenberg ist auf jeden Fall daheim. Jawohl. Schau, die Susanne Faber bietet schon um eine rote Achtel für die Burschen. Nein, für uns braucht es nicht so viel Achtel. Schau, da ist ja schon der Alexander Hauser. Jawohl, schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Ludwig Sass ist am Start. Mit der Blaufränkisch aus dem Südburgenland. Na schau, von Rosé über Rotwein jetzt die Nathalie Kohlhofer ist auch da. Jawohl. Jawohl, Herr Adi und ich haben uns gefreut, euch am Donnerstag kennenzulernen. Ja, wir auch. Wirklich wahr. Der Adi, kriege eine Nachricht, ich habe eine Nachricht. Vom Gergscherer. Vom Gergscherer. Ich meine, ich freue mich Gergscherer, aber jetzt habe ich schon gedacht, das ist eine Nachricht vom Langern, was die. Von der Brünner Straßen. Abschlepper unterwegs, schreibt er. Warte, der Patrick schreibt Abschlepper unterwegs. Ein Abschlepper klingt aber nicht so gut. Akku 2%. Ja, was heißt das jetzt? Kommt oder kommt er nicht? Sein Handy-Akku hat 2% und wir wissen jetzt nicht. Melde mich später im Chat. Na, dann fährt er heim. Dann kommt er nimmer. So wie es ausschaut. Dann kommt er nimmer. Na gut. Naja, was sollst du machen? Was sollst du machen? Scheiß Autotechnik, gell? Hätte er einen gescheiten? Nicht so einen Nähmaschinenmotor? Irgendwas mit der Einspritzung, ja. Ist im Arsch, schreibt er. Irgendwas mit der Einspritzung. Na ja, gut. Was sollst du tun? Einen kleinen Schluck. Wie gesagt, ich saufe den Wein alleine auch. Das wäre nicht das Problem, aber es fehlt halt. Jetzt habe ich Sessel hergerammt. So, pass auf. Ja, können wir nichts machen. Also ich gehe jetzt einmal davon aus, damit meint er fährt heim und meldet sich dann im Chat. Wir werden sehen, was passiert. Den Georg Scherer, das hauen wir gleich da jetzt. Warte, wir können das teilen. Hauen wir gleich am Computer, das ist das A6, was er mir geschickt hat. So, geht schon um. Geht schon um. So. Eieiei. Das einzig Blöde ist halt das, wenn ich natürlich allein bin, hätte ich die Kameraeinstellung und alles ein bisschen anders gemacht und nicht für zwei Leute. Nicht? Seht ihr, wie viel Platz der Patrick in Anspruch nimmt mit seiner Quetschkommoden. Ja, das ist ein Wahnsinn. Na gut, wie dem auch sei, ich freue mich auf jeden Fall, dass der Adi Rehberger und die Adi Rehberger und die Nathalie Kohlhofer, dass wir es gesehen haben beim Taschler, war eine Riesenfreude. Und ja, das ist da. Adolf Rehberger, jawohl, guten Abend, ihr lieben Grüße aus Mödling. Von dreimal bitte raten, Adi und Nathalie war beim Taschler eine medizinische Hilfe für mich, senden euch zwei Mediziner, liebe herzliche Grüße. Was? Warum da? Eine medizinische, wir waren eine medizinische Hilfe, jawohl. Na, war ein sehr leibender Abend. War wieder einmal ein sehr leibender Abend beim Taschler, ganz lässig. Matthias Mariacher ist da, Peter Prachtl, der Raffi ist da, schaut euch an TV, jawohl. Christoph Acker habe ich schon erwähnt. Der Wolfgang ist da, ziemlich gerade auf der anderen Seite, den Andrei Vinogradov. Der hat eine Drehle aus einer Wiener Fakultät vom Wolfgang Weichselbaum. Schau, leibend. Sehr leibend. Uli Slonik aus Helsinki. Jawohl, Uli. Grüß dich gut. Franz Brandwein ist am Start, unser Leibführer. Acker Fritzl Stadtgus, unser Grauingenieur. Ebenfalls da. Wolfgang Grurzer aus Wiener Neustadt. Jawohl, servus Wolfgang. Grüße an die Entspannten. Musikraum ist da. Warte, Musikraum, wenn du dann auf Musikraum bist, dann bist du am Handy. Stimmt das? Aus dem, Lurk. Grüß euch heute aus dem Lurk. Was auch immer das ist, aber ich mich gefreut, voll mal vertreten. Jawohl, Zweintime, sagt er, jawohl.
der rechte Platz ist leer, da wünsche ich uns den Patrick her. Ja, das stimmt wirklich. Ja, das ist blöd. Der Einspruch. Das sind die neuen Autos. Also neu, das ist schon immer so neu, aber das ist was die mit dem Neonschienenmotor. Da magst du den Motorhaum auf und siehst nichts. Da ist nichts. Da haben die Elektroautos haben mehr Motor als diese nicht die hochzüchteten Vollidioten-Wageln, wo es dann sowieso nichts aushalten, nicht? Weil sie ja permanent auf Vollgas fahren. Aber bitte schön, mich fragt ja keiner. So. Jawohl, wo ist der Patrick von Solle? Ja, habe ich schon gesagt. Ja. Markus Prestonek, Solo Pavlaschen, Markus Prestonek. Gleich für Nacht. Aber wie gesagt, ist alles in Ordnung. Also er war am Weg her. Es lag nicht am Willen. Roman 69 Mordel, habe die Ehre, bei hochgeschätzten Musikanten. Servus Roman, große Freude, dass du da bist. Die Maggie ist auch da. München ist am Start. Olmes darf. Wenn er nicht beim ÖMTC ist, wird es teuer. Ja, nein, ist beim ÖMTC. Patrick soll sich einen Roller kaufen, der hat so ein Lamperl gar nicht. Richtig, Franz Brandwein. Aber ich mache mir mehr Sorgen um den Patrick. Weil wenn der vom Weihviertel mit einem Roller da herfährt mit der Quetschen am Bugel, das wird nichts. Bei dem Wind schon gar nicht. Der Maike ist auch da. Maike, beste Grüße an unser aller Herz. Unser aller Herz. Das klingt auch deppert. Nein. Naja, Grüße an die Justine halt. Aber Grüße an unser Herz allerliebste, an unsere Herz allerliebste Justine. So, das jetzt haben wir sie raus. Ja, genau, all my stuff. Patrick soll gut und sicher ans Ziel kommen. Ja, jetzt fährt er nicht mehr her, jetzt fährt der Abschleppinger. Das ist ja Wahnsinn. Aber, so, Dankbarkeit als da, wo das da. Michael Ung hat das sofort erkannt. Kamerakind Klaus ein bisschen zittrig, sagt der Uli Slonik. Naja, ist es ein Wunder, bitte, erst einschenken, filmen gleichzeitig, plus Bildregie. Naja, und dann natürlich das Lampenfieber, ihr kennt's mir ja, ich bin ja, weißt du. Schau, Daniela Stögel, unsere Principessa, die Pablacista ist auch da. So, ich schau, wie weit hinten ich bin da eigentlich, gell. Susanne Moser, bin heute im Bett, habe Angina, na geh. Schau morgen, alles Liebe euch allen. Alles Gute. Susanne Moser, ich weiß nicht, ob du noch da bist, aber ich würde sagen, wir haben noch mal rote Achtel rein für die Susanne, damit die Angina bestmöglich schnell und vollständig den Körper verlassen möge, auf dass sie so schnell wie möglich wieder vollkommen gesund dasteht. Hat's eine bitte rote Achtel für die Susanne Moser, ob sie noch zuschaut oder nicht, aber sie wird es spüren auf jeden Fall. Ja genau, Hauptsache, der Franz Brandwein sagt, Hauptsache der Christoph Acker ist umgezogen nach dem Elefantentreffen, eine mörderische Geschichte, da treffen sie sich im Bayerischen Wald mit Motorradeln. Ich meine, diesmal war kein Schnee, sondern diesmal war nur Gatsch. Die haben alle ausgeschaut. Ein Wahnsinn, es gibt ein Video von Christoph Acker, könnt ihr mal aufschauen, wo sie da spielt. Christoph Acker Travel Vlog, so wie er da steht, und da hat er das gefilmt. Und hat er an Bord sie wachsen lassen, so schwarz-weiß, also hat er sich nicht, das hat er keinen Einfluss gehabt, aber der schwarze Bart mit den weißen Ding, aber er hat mir geschrieben heute, er hat ihn schon wieder anrasiert. Was ich ja tragisch finde ich das, aber bitte. So, heute passt das Rotwein-Emoji einmal, Markus, das stimmt. Ja, so, ich muss ein bisschen schneller. Bei mir steht in Facebook, leider kann dieses Video nicht richtig abgespielt werden. Was ist denn da schon wieder? Warum geht das nicht? Nichts live auf Facebook, sagt die Natalie. FB ist nichts, oder ist nichts live. Also ich danke euch schon für den... Liebe Grüße aus... Was? Aus Jobbox, Slowakei. Der Schankbauer. CFD-Fan, jawohl. Der Clemens, nicht? Ist das der richtige? Oder es gibt ein paar Schankbuben. Na, warte mal. Nein, das ist nicht... Das ist der Schankbauer. Fixteufel. Schreiben wir es rein. Ich komme nicht drauf. Schreiben wir es rein. CFD-Fan, Weltklasse. Ich freue mich voll. Auch keine Chorprobe beim Männergesangsverein, weil Silvesterferien. Daher Lautstärke Servus an euch alle, an und noch Abwesenden sowie Pavlacisti. Bravo Manfred Kraft. Gefreut mich, dass du dabei bist wieder. Rudi Korbis ist da, jawohl. Auf FB geht schon wieder. Wieso geht dort nichts? Das verstehe ich nicht. Wieso geht das dort nicht? Na, jetzt kann ich auch nichts machen. Ist ja wurscht. In Wahrheit ist es ja wurscht.
in Wahrheit ist es ja eh egal. Ich meine, auf Facebook habe ich es groß angekündigt. Also das, so gesehen, ja. Ach Gott, nein. Martin Rex, es ist auch da aus Kalifornien, diesmal Elke und Martin. Zum Mittrinken ist leider noch zu früh hier. Bravo, Grüße nach Kalifornien. Martin Rex, beste Grüße in die Elke. Hat mich auch wiederum großartig gefreut, dass wir uns vor einiger Zeit beim Taschler gesehen haben. Diesmal aus Kalifornien, Weltklasse. Naja, Taxi alles lang nicht, das ist, was der von der Brünnerstraße und dann fahren wir wieder heim, das ist das Problem. Nicht? Das ist mit dem Taxi dann schon sehr teuer. Lidl von den Extremschrammen rum, genau. Hubert aus Garmisch ist da. Mit der Prachtel. Kann man Patrick nicht irgendwie über Videotelefonat das Live-Video hinzufügen? Naja, pass auf, grundsätzlich natürlich haben wir gemacht in der Pandemiezeit auch so, aber es ist ja so, wie soll ich das sagen, ohne dass ich zu sehr die Fähigkeiten von Patrick dann niedersprich. Ginge alles, aber jetzt, wenn ich ihm das so sage, macht das gar daheim. Das kannst du vergessen. Das müsste man schon vorher mal irgendwie herrichten oder planen oder müsste man nochmal durchgehen. Er ist technisch kein Nockerpatzel, aber was das betrifft, da ist er, ja, da braucht er zumindest dann schon jemanden, der ihm das zumindest einmal sagt, wie es geht. Dann geht das schon, nicht? Aber und überhaupt natürlich ja seit der auch schlechter Sicht ist es natürlich auch schwierig dann so einzustellen. Grundsätzlich wäre das überhaupt kein Problem. Aber, naja, das macht nicht, da kriegt er die Panik. Also was muss da muss ja ein Mikrofon, da muss ja das Handy, ja, weißt du. Aber vielleicht probieren wir es noch, schauen wir noch. Grundsätzlich müsste es gehen. So, jetzt habe ich da einen Georg Scheurer, Brust in die Runde und da kann ich natürlich gleich dazu reinhauen, ganz klar, schau her. Phileus Wein im Weinkühler und da das Beweisfoto. Baulatschen. Einmalig, Georg Scheurer, Weltklasse. So. Was fährt der Patrick für Gerüchten? Ne? Ich traue mich gar nicht sagen. Der Anfangszeit war der Hersteller dieses Fahrzeuges noch in der Tschechoslowakei daheim. Ein Firmen-Tesla, der Christoph Acker, ein Firmen-Tesla, super, ne? Da war den ganzen Winter war er nicht gefahren wahrscheinlich damit. Naja. Immer wenn der Klaus allein ist, kommen Wiener untypische Lieder dabei raus. Naja, manchmal, ja, weil es es halt so ergibt, gell. Ja. Ja, wenn er zu Hause ankommt, ja allmeist darf, aber ich glaube nicht, dass er daheim dann, jetzt müsste er dann das Handy irgendwie und der ist jetzt sicherlich nervös, weil er, ich glaube nicht, aber wir werden es probieren. Wenn er sich meldet, werden wir ihm das sagen. Ja, mein schau, die Achteln, die sind, jawohl. Wer ist die Angina? Bravo, Rudi Korbes. Schau aus dem Rainer, die Gabi ist auch da, gehst du gut. So. Lamperlfieber, Roman Müller. FB geht nicht, das ist warum? Da, ich bin's, der Clemens, doch, der Clemens. CFD-Fan, was ist wieder CFD? CFD-Fan. Keine Ahnung, was es ist, aber bravo, Clemens. Der Schankbusch, quasi, sagen wir jetzt so vom Taschler, weil er halt ein junger, quasi schon Maturant ist, na, ein bisschen hat er noch, war lauter Einser, eins war er, hat jetzt im Zeugnis gehabt, eins war er, der Streber. Und jetzt dann, und ja, also ein Braver, quasi, also genau das Gegenteil von mir, schulisch betrachtet, ein ganz ein lieber Kerl und natürlich einmalig beim Ausschenken, beim Taschler, da hilft immer mit, wenn wir spielen. Und da sind wir alle recht froh, inklusive der Manfred, der Taschler, weil der Clemens eben intellektuell gesehen oder intelligenztechnisch auf der Höhe ist und nichts vergisst und das alles genau korrekt macht und flott, Weltklasse. Schau, der Christoph Acker hat den Clemens auch schon die Achtel rein. So, jetzt geht's noch. Schau, die Susanne Moses noch. Dankeschön, das wird mir sicher helfen, na ganz bestimmt. Da trinke ich gleich einen Schluck auf die Susanne. Mit einem Rotwein gegen die Angina. Auf deine Genesung. Schnelle, rasche und vollständige Genesung. So, schießt du mehr Zucker als Berg. Ja.
Na gut, das mit Facebook, das ist wirklich... Na, Matthias Marach, ich habe das ja auch schon mal gemacht. Allerdings nicht mit 16er Buben, sondern mit meiner Seite, mit meinem YouTube, wie ich die Morgenshow gemacht habe. Da habe ich das auch parallel ausgestrahlt. Warum das plötzlich jetzt so nicht geht, keine Ahnung. Ich werde das irgendwann einmal ausbaldowern, wurscht. Hauptsache YouTube geht vollkommen richtig. Ludwig Sass, vollkommen richtig. Ja, ich könnte mein Handy natürlich extra live auf Facebook, aber war nicht der Plan. Nicht? Das werde ich sicherlich machen, bei den nächsten Male möchte ich das machen, dass wir live auf TikTok sind. Da heißt das Handy dorthin, dreh auf und lass gut sein und wir sind dabei und überhetzt. So, Wolfsberg und du, die ist da, grüß dich gut, jawohl. Patrick fährt Fiat, Fehler in allen Teilen. Na fast, ein Italiener fährt er nicht. Nein, ein Skoda fährt er. Wobei, nichts gegen Skoda. Mein allererstes Auto war ein Skoda. Skoda Favorit, Weltklasse. Hat es damals die Werbung gegeben. Das erste Auto, ich habe mir gebraucht gekauft. Also ich nicht. Meine Eltern haben da maßgeblich unterstützend eingewirkt. Das war damals die Werbung, das erste Auto unter 100.000 Schilling. Weil der Skoda Favorit hat neu gekostet 999.999 Schilling. Nein, 99.999 Schilling. So was. Ja. Ja, das ist wirklich in letzter Zeit. Aber ansonsten war es immer sehr zuverlässig, das Fahrzeug. Genau wie bei mir noch bei Österreich war. Mein Auto zieht der Abschleppwagen. Alter, Fuchs, all my stuff, da geht's zu. Wie der Frühling in Wien, bleibt gesund, unbedingt. Servus Klausi, sagt der Thomas Franzka. Thomas Franzka, der Erschaffer dieses wunderbaren Aquarells. Jawohl. Thomas, das gefreut mich, dass du dabei bist wieder. Ja. Ich habe im Zeugnis auch nur einen, zwei in der Religion. Ne? Nee, na, zweier weiß ich gar nicht. Also, eins auch nicht. Josef Tadler, Pepe ist da einmalig. So, jetzt muss ich was spülen wieder. Badewanne! Der Badewannen-Pepe schlagt wieder zu, einmalig. Den Favorit waren es noch nicht bei VW. Ja. Stimmt. Nein, und das war ja, auf mein Auto sind wirklich noch auf die Teile drauf gestanden, Made in Tschechoslowakien. Da war die Tschechoslowakei schon lange nicht mehr. Das ist ein Wahnsinn. Skodalaski, Rosamunde Polka, jawohl. Der Badewannen-Pepe ist da. So, Freunde, es ist ja so, das Experiment Facebook hat jetzt zum zweiten Mal wieder versagt. Wir werden damit leben. Ich glaube auch nicht, dass massiv viel Facebook-Freunde dort warten und schauen und suchen, weil ich glaube, es ist alles jetzt bekannt, dass ja ohnehin die Pavlatschen eigentlich eine YouTube-Sendung ist. Ich habe mir gedacht, probierst du mal heute wieder was. Na, ist schön, alles klar. Zum zweiten Mal schon wieder. Kleinen Schluck nochmal, kleinen Schluck. Was willst du denn hören? Ich hatte einen, ich traue es mir noch gar nicht so, einen Felicia. Eine echte Kraxen. Skoda Felicia, ja. Nein, Mann. Du, mein Favorit war Weltklasse. War echt Weltklasse, war kein starkes Auto. Und ich meine, es war mein erstes Auto überhaupt. Ne? Und ich meine, es hat mich von A nach B geführt, hat funktioniert. Ich meine, wann was hin war, hat man es reparieren können. Hat ja nichts gegeben, was irgendwie noch Elektronik war. Und ich habe wirklich noch Schalter gehabt. Und zum Beispiel der Lichtschalter, der war so zum Eindrucken und der hat schon nicht mehr gehalten. Und jetzt habe ich mir so Fliesenkeile besorgt im Baumarkt und dann habe ich ihn eingedruckt. Also wenn du Licht haben musst, hast du eindrucken müssen und den Fliesenkeil quasi blockieren, dass er wieder rausfällt. Aber ansonsten hat das einmal bei der war eine Lötstelle hin, da habe ich dann auf einmal keinen Strom gehabt beim Fahren, da hat man immer auf den Sicherungskosten draufhauen müssen. Und dann habe ich das einmal gelötet, also ich nicht, sondern der Bruder von Patrick mit der Lötkolben vom Großvater aus dem Zweiten Weltkrieg, so ein Lötkolben und so eine Platine. Und da hat er bei mir in der Kuchel in Otterkring hat er das gelötet und seitdem auch wieder gefahren. Also das war wirklich leibendes Auto. Ja, muss man echt sagen. Favorit war das erste Auto in Kooperation mit VW.
Aber noch mit vielen originalen Skoda da in der Farbe war da mit vielen VW. Ja, das kann aber sein, ja, dass der Favorit der erste Neiche war sozusagen, ja. Kann leicht sein. Mein erstes Auto war Buch 500, die Wolfgang Leibern. Brigitte hat morgen Geburtstag, bitte Skyline von Wien. Naja, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Schon beim Felicia hat es reingeregnet. Na, ich habe bei mir jetzt drinnen geeist, zum Beispiel. Im Skoda, da hat die Heizung dermaßen nicht funktioniert. Das war im Winter, wo ich gefahren bin. Also einmal, das bin ich mit dem Patrick in die Steiermark gefahren, weil da haben wir uns eine Harmonika geholt damals. Und das haben wir gefahren und während der Fahrt über den Wechsel tut so, der Patrick hat innen mit dem Eisscherer hat einmal das Eis runtergeschert, dass ich was sehe. Also das ist auch nicht leibend gewesen. Aber trotzdem hat ja funktioniert. Das ist ja nicht so. So, und jetzt natürlich, meine Herrschaften, jetzt hauen wir gleich mal eine. Seid so gut für die Brigitte Scheurer. Hat es mir eine rote Achtel für den morgigen Geburtstag, auf den wir selbstverständlich auch beim Stieper dann anstoßen werden übermorgen. Aber jetzt natürlich kann ich diesen Wunsch nicht übergehen. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Oh yeah. Oh yeah. Yes! Bravo, alles Gute sagen wir noch nicht. Am Mittwoch kann ich dann nachträglich alles Gute sagen. Für die Brigitte Scheurer zum Geburtstag. Jawohl, schon die 8 sind reingefahren. Das schaut der Ulis Launig. Die 1.6, quasi ein 2CV, das ist sehr geil. VW Käfer war auch alles gerade drinnen. Ja, das weiß ich ja von meinem Bruder nicht angehabt. Ja.
Was soll aber der Walter Nagel? Ist der Walter Nagel, jawohl. Ja, der Patrick hat den ÖMTC in Anspruch genommen und ist heim mitsamt Abschleppung. Schau, der Fritzl Stadtguss, Leibwand. 1966 bald der Welt. Ja. Geil. Schau da, das sind die Achteln. Glasige Bluesröhren, jawohl. Jawohl. So, Schluck nehmen und gleich zum nächsten Lied. Gleich zum nächsten Lied. Viele Lieder von Wien und vom Wein singen Menschen, ob groß oder klein, ob in London, Paris und Hawaii. Jeder denkt sich im Stillen dabei, dass der Werner im Weihfassel schwingt und den ganzen Tag gegen nur stimmt. Und dass auf die Nacht in sein Bett nur schlaft bei ein schramme Quartett. Ja, das hat wer erzählt, ich hab leise nur gelacht und hab ihm drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's denn die Welt? Was weh ein Herz fühlt, wenn die Gegend ganz leise an Straßenwalzer spült, wenn ein uralter Werner vom Eisenbach singt und die Stimme von dem Vater ganz ziedrig erklingt. Ja, was war's denn die Welt, wo von einem Weindl in Wien, denn das Weindl, da steht in Kampedecker drin. Das Geheimnis verraten mir nicht, weil es doch nur ein Werner versteht. Kommt ein Ausländer rein, mal nach Wien, fährt er erstens zum Herigen hin, ins Museum am Vormittag drauf. Und dann gerät er am Stephansdom auf. Und am Nachmittag zum 5 Uhr Tee, ja, da trinkt er einen Wiener Kaffee. Und am Abend, ja, dann speist er voll Glück ein Gulasch bei Wiener Musik. Ja, das hat wer erzählt und ich hab leise nur gelacht. Und dann hab ich ihm drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's denn die Welt? Was wer ein Herz fühlt, wenn die Gegend ganz leise an Straßenwalzer spült. Wenn ein uralter Werner vom Eisenbach singt und die Stimme von dem Vaterl ganz ziedrig erklingt. Ja, sag, was war's denn die Welt von einem Weindl in Wien? Denn das Weindl, da steht in Kampedecker drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil es doch nur ein Werner versteht. Was weiß denn die Welt, was ein Wiener Herz fühlt, ein Wahnsinn. Endlich hört man auch die Töne dazwischen. Wunderbar, Walter Nagel, danke dir. Das ist sehr lieb. Habe ich leicht Töne dazwischen auch gespielt? Hör auf. Vorab danke, großes Kino, danke bis zum Stieper, danke auch an die 8 für die 8. Liebe Grüße, Brigitte. Jawohl, das ist eine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlichkeit. Beim Stieper, die Übung sehen wir uns schon. Ich nehme an, dass wir voll sein werden. Und ja, schauen wir mal. Ja. Ford Cortina, Wahnsinn. Ich meine, ein Ford Mondeo habe ich mal gehabt.
Skoda übersetzt, schade. Ja. Aber wie gesagt, ich habe also mit meinem Skoda, und auch muss ich sagen, der Patrick hat, warte mal, der hat dann meinen Ford Mondeo, den hat er übernommen gehabt und seitdem, und das ist lang her, das ist sehr lang her, sicher 20 Jahre plus, seitdem fährt der Skoda. Und auch, muss ich sagen, wirklich immer sehr zuverlässig, immer sehr leibend gewesen. Gerade der muckt jetzt ein bisschen auf, na gut. Soll sein, wenn das alles war, ist auch recht. Ne? Man muss das so sehen. So, kleiner mal einen Schluck reinhauen. In voller Dankbarkeit für die Dankbarkeit. Schaut hier mal in Bodersdorf. Wunderbares Weingut. Echt leibend. Danke Alexander Hauser für diese Weinstiftung. Und wir haben eine rechte Hetz gehabt beim Taschler, weil da war ein Pärchen da aus Griechenland. Und die waren leibend, die haben also kein Wort Deutsch, gerade ein bisschen Englisch. Und da war ein Bootsbauer, war auch sehr leibend, älterer her schon. Ein Bootsbauer aus Athen. Und der war irgendwie leibend. Und die haben gesagt, nein, sie sind 5 Tage in Wien. Und sind halt da herumspaziert, irgendwo da so Richtung Kohlenberg. Ne? Ich dachte, da sind weniger Busse unterwegs, weniger Touristen. Und da haben sie einen Taschler entdeckt. Ne? Sind beim Taschler rein, es hat ihnen gleich getaugt. Und haben sie gesehen, das Plakat von uns, von den 16er Buben, dass wir dort spielen, und haben tatsächlich dann noch 2 Plätze ergattert und sind eben dann zum Taschler gekommen. Und sie waren beide, glaube ich, so wie es ausschaut hat, sehr, sehr erfreut. So, sie haben natürlich kein Wort verstanden. Ich meine, der ganze Abend für die Armen mehr Pantomime als eine Musik. Aber die Musik ja trotzdem, nicht? Also den Text hat man nicht verstanden, aber die Musik und die Stimmung mit den Leuten, und die waren wirklich begeistert. Die waren wirklich begeistert, und das kann, glaube ich, auch der Alexander Hauser wirklich bestätigen. Die waren echt drauf. Hat denen taugt, und ich hab das leibend gefunden. Da schau her, und ich kann auf 2 Destinationen was schicken, nämlich auf Facebook und auf YouTube. Das ist ein Wahnsinn. Ja, irgendwas speizt da, was weiß nicht. Schau, die Chantal, heute mal als leise Mithörerin beim Schlussdienst. Brav, brav. Brav, Chantal, ich harre schon wieder der nächsten Shorts. Chantal ist da am Schlussdienst, brav. Siehst du das? Während der Arbeit weiterarbeiten, indem man sich schon die Pavlatsch wieder reinzieht. Und jetzt fährt sowas. Sagt die Maggie, was zu Manfred? Ist immer die Autodiskussion, das ist Weltklasse. Weltklasse, die Autodiskussion. Einen Wiener kennst sofort, wenn er sehr versagt und im eigenen Bezirk nach einer Gossen fragt. Wenn er schimpft, dass der Wein ihn ans letzte Gerstl bringt und gleich drauf seine 4 Viertel trinkt. Wenn's die Bundeshymne spülen, kennst du am Sarg, ja. Ja, er steht da und ist ganz stark, weil er den Text nicht kann. Aber bei Schrammen singt er mit, jedes Liedl, das ist gewiss. Daran kennst, dass er ein Werner ist. Jeder Mensch hat auf der Erde, wie man sagt, sein Steckenpferd. Und das meine ist daheim, dort wo die Weinballen wachsen dann. Wo vor dem Haus ein grüner Buschen winkt, wo man alte Wienerlieder singt. So aus der Unterlage ist jedem fort gerot, so habe Tanz aus unserer lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Kader sitzt am Foss, wo man sich ansauft, so wie schon aus. Da wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, was heute nimmer mehr zum Eden ist. Bom, 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 bom. Mit dem Sport hab ich keine Freude. Ewig schad war's um die Zeit,
Aber beim Fernsehen, da schlaf ich ein. Dafür für mich, da gibt's halt nur einen Wein. Wo vorm Haus ein grüner Buschen winkt, wo man alte Wienerlieder singt. So aus der Unterlades jedem fällt grad, so hab ich Tanz aus unserer lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Koder sitzt am Fass, wo das pure Gold trinkt aus dem Glas, da wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, was heute nimmer mehr zum Ende ist. Bam, badadum, bam, badadum, dum, 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 dum. Vor 20, 30 Jahren, da war am Kirchtag noch allein. Da hat sonst nix wie saubere Buben und saubere Dirndl gehen. Und ums war tanzt und umgestrampft, das war ein gewisser Freit. Ja, sehst du, es war nicht da zumal, noch kerngesunde Leid. Wanderreise, Kattel gesungen und es war gewiss kein Pflanz. Kecke Tanz und Lieder, wo man von den Dirndl gewohnt. Der dicke Pepe Korl und der Franzl, alle drei. Ja, haben's was tanzt und umgestrampft, da waren wir gleich dabei. Heut geht's mit Singen schwer, wir haben keine Stimme nicht mehr, tanzt wieder nicht der Song, wir sind aus Heu und Stroh. Ja, ja, mir geht's schon, da muss ein Fehler sein, wir haben auf der Welt ja keiner mehr ein Geld. Achso, na, warte, gib mir den auch wieder. Was könnte man jetzt noch machen? Was könnte man jetzt noch drauf haben? So habe ich nicht nachgedacht. Heute spürst den Herbst in deinen Bahnen, lebe auf der Brust und auf der Welt. Herbst ist ziemlich oft für uns einer zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Bladeln tanzen durch die Hasner Straßen, oder es ist verkühlt jeder Böd. Die Liebespaare haben die Park verlassen, zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ibenplatz, Liebertstal, Stachental, der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und Rebfallbad, das Lehn, das liegt beieinander. Wer am Markt der Stadl hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kuchel geht am Gang. Mutter und so Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kennst du die verlieren. Beiseln vor der Traurigkeit und Parkplätze zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Gendarmen. Trotzdem bin ich wierig, ja, doch nur da daheim. Die kleinen Madeln tragen jetzt dicke Socken und überm Kopf ein schwarzes Regenzelt. Der Wind fährt ihr durch die Locken zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Die Galizienberg siehst durch einen Schleier, alles ist verkühlt, jeder Böd. An die Rauchfänge merkst sie machen Feier zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ibenplatz, Liebertstal, Stachental, der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und Rebfallbad, das Lehn, das liegt beieinander. Wer am Markt der Stadl hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kugel geht am Gang. Muttern sagen Geborgenheit, haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kennst du die verlieren. Und Parkplätze zum Senieren, Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Gendarmen. Trotzdem bin ich wierig, ja, doch nur da daheim.
schön gespielt, aber halt natürlich die letzten paar Takte komplett im Gatsch. Komplett da mir im Gatsch. Was willst du machen? Live ist live. Ja, Isabella, fügt mir richtig Schwerarbeit für Klaus, er muss die Tonart selber finden. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt bei den Massen an Solo-Ballatschen, die ich schon gemacht habe, schon langsam lerne ich das auch schon. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Was haben wir da alles? Was haben wir da? Steiermark, wir versuchen mitzusingen, aber du hörst es ja nicht. Das kann gut sein, kann auch schlecht sein. Ja. Gestern habe ich gesagt, Franz, morgen hörst du mir Saufen auf. Gott sei Dank hasse ich nicht Franz. Bravo Ackerl. Bravo Ackerl. Schau der Josef Tadl. Der Bodemann am Pepe hat eine super, sehr schön. Ja, das Repertoire von Klaus super, dank der Wolfgang. Sehr allein. Und die Achteln, ich danke euch vielmals. Schaut euch was an. Die Klampfen gefällt mir auch so. Auch so. Ja, nein, ist allein. Und das ohne Jazzhaberl. Walter Nagel, jetzt was du sagst. Fixteife. Fixteife. In Gatschgreifen sind wir ja gewöhnt. Ja, das stimmt. Alle Fanten treffen sowieso und ich sowieso. Ich greife immer in Gatsch, ich stehe dazu. Der Punkt ist aber der, man muss, was einen Musiker auszeichnet, ist ja das, wenn ein Gatsch greift, dann ist es nur entweder fehlende Übung oder fehlende Aufmerksamkeit, Fokus. Das hast du bald einmal natürlich, wenn du jetzt auf mehrere Dinge achtest. Ne? Wie jetzt live beim Spielen, beim Heirigen, wo ja irgendwo gesturl ist, da sitzt ja nicht das Publikum in Stille da und abgedunkelt, sondern da passiert ja die ganze Zeit irgendwas. Ne? Das heißt, das lenkt natürlich ab, genauso wie hier Chat und Co. Und klar, das ist halt diese. Und das heißt, also fehlende Übung oder fehlende Aufmerksamkeit, dann greift man in Gatsch. Was den Musiker aber auszeichnet, ist, dass er natürlich das erstens erkennt, dass er sich selber dessen bewusst ist, hoppala, ich bin ja ausgerutscht, und das auch wieder irgendwo im Laufe des Stückes wieder zurückfindet auf den Pfad der Tugend. Das macht es aus. Das ist auch so, wenn du mit dem Motorrad fährst, ein bisschen ins Schlingeln kommst und da wieder reinkommst. Du musst es zuerst einmal mitkriegen, aha, ich hab's gerade nicht unter Kontrolle, und dann musst du schauen, dass du wieder reinkommst. Im Idealfall. Also so machst du wie ich natürlich, hat sie zweimal auf die Goschen, das geht auch. Ja. Und zugeben, dass man Fehler macht. Naja gut, dann soll ich es verleugnen. Ist ja alles live auf Kamera. Also live auf Kamera ist live im Internet. Kann ich sagen, was? War eh richtig gespielt. Bin ja kein Politiker. Das habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gemacht, den Fehler. Habe ich nicht gemacht. Nein, habe ich nicht gemacht. Beweise. Und dann geht es tausendfach eine und dann sage ich einfach der Zeitung, die schreibt einfach, ich habe richtig gespielt und alles andere sind Fake News. Und schon geht das, verstehst du? So macht man das. Aber da tut man halt leichter, weil man ja auch das Geld fehlt, um Korruption zu fördern. Ist tut mir leichter, ich gebe es gleich zu. Ne? Jetzt habe ich, was, ein Wiener Klassik von meinem Vorplatz, mit dem habe ich nicht einen Gatsch gegriffen. Heute habe ich einen Wiener Klassik. Ein Wiener Glas, nein, der ist gut. Mein Vorplatz sowieso, gute Weine auch. Gute Weine. So, und weil das ein Solo-Pavlatsch ist und weil ich an alles tue, um euch zu unterhalten, also alles, das ist mehr so eine Redewendung, aber weißt du ja auch nicht. Ja, weißt du ja auch nicht, habe ich extra für euch, okay, es ist nicht extra für euch, aber, weil es gerade da liegen, weil es sich, werde ich heute auch als Pausenfüller zwischen den Liedern für euch jonglieren. So, Dankeschön. Im Sitzen ist gar nicht so einfach. Und so wenig, so eng, so Platz. Schaut sich das an. Schau. Jesus, nein. Siehst das? Dankeschön. So. Das hat sich ein Schnapsel verdient. Aus dem Hauser Meier Wilhelmsbirne Edelbrand. Aus Weidhofen Mateier. Von wem, wenn nicht von Alexander Hauser, auch diese Spende auf euch. So. Genau, Peter Barth, du hast ja nicht falsch gespielt, das hat sich nur nicht richtig angehört, ja. Wobei, wie gesagt, in der heutigen
Zeit kann man das leicht als Kunst verkaufen. Also nicht leicht, aber man kann einfach sagen, ja, es gehört so. Gehört so. Schau, der Fetzer sagt Bravo. Ja, da schaut's, gell? Also, auch in der Formel 1 ist blöd. Was? Wenn man mal behauptet, nie Mercedes zu verlassen und dann zu Ferrari wechselt. Ja, wie gesagt, das ist halt Entertainment vom Feinsten. Franz Brandwein, meine Rede. Achso, ja, nein, ja, tut man alles. Man tut alles für seine Zuhörer. So, dann spielen wir wieder was, ne? Dann wir wieder zur Musik auch kommen. Zur Musik auch kommen. Was willst du denn hören? Schreibt rein, was hören willst. Schreibt rein, was hören willst. Ich will jetzt im Zuge, was ich mag. Jetzt habe ich was im Auge. Scheiße, Apollo, erst wirklich wahr. Woher kommt das eigentlich? Wisst ihr das? Weil das sagen viele scheiß Abballer. Wenn ich immer, scheiß Abballer. Woher kommt das? Weißt du das wer? Gechest bei schrägen Tönen. Bravo, Wolfgang. Alle 12 Töne halt ausgenutzt. Woher kommt das? Scheiß Abballer. Darf man gar nicht so oft sagen, gell, zum Schluss. Wird mir der Livestream, wird mir das YouTube auch noch gestrichen zum Schluss. Ja, schreibt rein, was hören wollt. Schauen wir, vielleicht gehen wir es. Auf jeden Fall habe ich da jetzt im Zuge von was in Deutschland geht es ja drunter und drüber, da mit den Demonstrationen, nicht? Auf der einen Seite die, auf der anderen Seite die und so weiter. Und da war ja, ich glaube auf Stern, die Zeitung, nicht? Auf der Sternzeitung waren halt dann Prominente und fuhren weg halt die Helene Fischer, die sich halt dann auch also gegen rechts ausgesprochen hat. Immer die übliche Leier, wir sind so gut und so leibend und so super, sind super. So, das will ich gar nicht eingehen, aber da hat es natürlich schon einige so Reaktionen gegeben, ja, der Helene Fischer hin und her. Gut, ja, muss damit leben, also ich sogar aussagen. Oder wenn man sich auf eine Seite stellt, offiziell als Künstler. Aber dann war was, das hat mich schon gestört, weil es waren viele Aussagen, hat dann so auf Twitter gelesen und so weiter, wo es dann geheißen hat, Künstler mit der Politik nichts verloren und hin und her und sollen die Goschen halten und sollen singen und sollen nicht, also singen und halt die Pappen. Also ihr seid da, um uns zu unterhalten. Nicht? Und da habe ich mir gedacht, naja, erstens einmal gibt es sehr wohl in der Kunst auch natürlich die politische Ecke. Nicht? Ich meine, Kabarettist zum Beispiel, der lebt in erster Linie auch davon, aber es war auch sonst, es waren ja in vielen Epochen die Künstler oftmals zumindest gesellschaftspolitisch kritisch, nicht? In irgendeiner Form, wo es halt gegangen ist. Nicht? Also das würde ich jetzt per se so nicht fordern wollen von einem Künstler, zum einen, zum anderen muss ich schon auch sagen, natürlich, so wie aus meiner Sicht es stimmt, nicht? Weil ich will Wiener Lieder spielen und ich will Leute wirklich unterhalten, ich will sie unterhalten, nicht, ich bin dazu da, dass ich es unterhalte, aber dazu gleich später. Aber ich will es unterhalten, ich will Wiener Lieder spielen, ich will Hetzung, ich will mit den Leuten zusammenkommen und das, was ich jetzt so mit Alexander Hauser da gesessen ist, nicht, beim Taschler und wir sind mit den Griechen halt da so ins Radebrecht Englisch sprechen gekommen und haben einen riesen Gaudi gehabt, einen Hetz gehabt. Es hat ja keiner gefragt vorher erst, was willst du oder was bist du, was tust du. Nein, sondern wir haben einfach einen leimenden Abend gehabt. Also das ist auch mein Zugang. Aber ich will es nicht per se einem Künstler absprechen, wann er diesen Weg gehen will und sich halt politisch äußert oder politisch in eine Richtung halt, wie soll ich sagen, fixieren will, dann soll das sein. Blöd ist, wenn sowas jemand nachgesagt wird oder wenn das unabsichtlich passiert. Ja. Aber wenn man ihm sagt, du bist da, dass du mich unterhältst, dann könnte es unter Umständen schon so passieren, dass ich recht fuchtig wäre und mitunter sogar meiner Argumentationsschiene Unterstützung verleihe durch meine Körperkräfte und dem meine Mutztrumwatschen oberhau. Warum? Natürlich nur sinnbildlich. Ich muss mir wieder aufpassen, sonst rufe ich wieder zur Gewalt auf. Um Himmels Willen, nein, bloß nicht. Nein, aber es ist ja so, wie kommt da irgendeiner auf die Idee, dass ich dazu da bin, für irgendwas zu tun? Absolute Hybris, ja? Selbstüberschätzung Deluxe und solche Leute, also so eine Aussage sagt dann mehr aus über denjenigen als tatsächlich über die Gesellschaft. Aber
Ich bin nicht dazu da, dass ich euch unterhalte. Ich bin dazu da, oder ich bin da, weil ich Musik mache. Oder ich mache es halt gern. Ich mache gern Musik, ich mache gern Wienerlieder, ich mache das gern. Und ihr seid hoffentlich da, weil es euch gefällt und weil es euch taugt und das ist eine super Geschichte. Aber es ist nicht so da, dass ich dazu da bin, dass ich euch unterhalte. Das ist, ich meine, was haben wir? Ja? Auch ein Tischler baut einen Tisch. Der ist nicht dazu da, dass er mir einen Tisch baut. Der ist da, weil er Tischler ist und macht einen Tisch. Dass ich diesen Tisch erwerbe oder sonst was, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber er ist nicht dazu da, dass ich den Tisch kriege. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt im Zuge dieser Sterngeschichte oft ein bisschen eskaliert, wo man echt was ist, seid ihr angerannt, wo, das kann es jetzt nicht sein. Also wenn einer wirklich ernsthaft mir ins Gesicht Ähnliches sagen würde, was ich so an Tweets gelesen habe, da könnte ich in meinen alten Tagen zum Raffer werden. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das wollte ich jetzt auch einmal gesagt haben. So, jetzt schaut eine, was kommt da alles aus? Pass auf. Wenn er einmal stirbt, Gassenkinder, Weingart am Bissenberg, Häuselfrau, Schuss von der Mama, Messing, der Blues, Franz Brandwein hilft mir mit meinem Spruch, der kommt von der Paula. Die Köllergassen, was traditionell ist, Putain, Telefonbuchpolka. Geschickt ist es nicht, sich politisch zu outen. Naja, ich denke, also normalerweise, wenn ich jetzt nur sage, es outet sich einer, sage ich ja, das Problem ist ja nur das, dass man in der Gesellschaft einfach, da kann, dann outet sich einer und dann sind die anderen alle bäs. Mir ist das scheißegal, ob sich der outet oder nicht. Wenn der ein leibender Künstler ist, ein Kollege ist oder sonst, mir ist das vollkommen wurscht, was der, wirklich, mir ist es wurscht, was der will. Und selbst diese Aussage wird bei manchen ja schon, wirklich kritisch beäugt. Was heißt, es ist der Wurscht, was der will? Ja, was ist, wenn der FPÖ will? Sag ich, mir ist das wurscht, was der will. Was versteht man der Aussage nicht? Mir ist das wurscht, was der will. Punkt. Ne? Weil es ist natürlich so, wenn man ja im Gespräch ohnehin sich sympathisch findet und sonst was, naja, dann wird er im Geheimen der Bäse sein. Ich gehe ja nicht davon aus, dass jeder sozial Kommunist ist im Hintergrund. Ich meine, wo sind wir denn? Das ist manchmal hast du halt welche, die sind da nicht sympathisch und andere sind da sympathisch. Aber was der für politisches Outing hat, ist mir vollkommen wurscht. Also in meinem Freundeskreis befindet sich wirklich tatsächlich alles. Tatsächlich. Sogar Grüne. Das musst du dir mal vorstellen. Und ich bin wirklich, als das habe ich mich immer geoutet, dass ich die Grünen für wirklich ein großes Problem der Gesellschaft halte, aber das betrifft ja nicht einen einzelnen Menschen, der jetzt sagt, na, ich finde es gut. Ich sage, denk mir, was du gut fühlst, ja, dann will es. Das ist ja, aber jetzt trinkt man weiter. Und weißt du, was ich meine? Das ist ja, aber das wird alles so bäs gemacht, alles. Ne? So, Klaus Unterhaltung, spiel was, jawohl. So, scheiß mich an, Paula, so, Wikipedia, Michael Ung hat nachgeschaut. Der Gaskrieg kommt. Scheiß mich an, Paula, der Gaskrieg kommt. Ausdruck von Verwunderung, Erstaunen oder Belustigung über einen Sachverhalt. Ja, aber woher das kommt? Aber leibend, Michael Unger, dass du das rausgefunden hast. Scheiß mich an, Paula, der Gaskrieg kommt. Das kenne ich zum Beispiel nicht. Scheiß mich an, Paula, der Gaskrieg. Ich kenne wirklich nur dieser Scheiß an, Paula. Sehr. Aber woher das kommt, warum gerade auf das? Das muss irgendwo auch, vielleicht ist das ein Ausdruck, wo in irgendeinem Café, ich sage jetzt sowas wie Tante Jolisch oder sowas. Das war interessant. Naja. Dabei geht es auch gar nicht um rechts, links geradeaus. Ne, eben Peter Brachtl. Mir geht es um einen Menschen. Das ist wirklich. Die Parteien ist eine andere Geschichte. Ich kann sagen, die Partei finde ich geschissen, die Partei finde ich leibend. Ich habe jetzt kein Beispiel für eine leibende Partei, aber ihr wisst, was ich meine. Aber die einzelnen Menschen, wenn ich den persönlich kenne, wenn ich den persönlich augenau gegenüberstehe und mit dem jetzt eben keine politische Debatte führe, sondern einfach dem, wenn ein Auto eine Panne hat, wie der Patrick, und ich durch Zufall bleibe nicht stehen, da bin ich ehrlich, ich fahre weiter. Ja? Aber angenommen, rennt sich nachholt, dass der Kind der Hilfe braucht. Jetzt bleibe ich stehen und dann komme ich drauf, das ist ein grüner Politiker, Spitzenpolitiker, wo ich jetzt sage, ich bin nicht so ein grünen Fan.
da tät ich ja auch nicht wieder einsteigen und gehen. Sag ich erst, wie kann ich da helfen? Punkt. Das ist mir doch, oder ob das auch blauer ist, na bitte, was sind wir denn? Nein, das verstehe ich nicht sowas. Daher, ich denke mir, ja, aber es ist ja so. Aber natürlich, und politisch sich positionieren, wenn das jetzt ein Künstler sind, halt tendenziell natürlich eher immer schon gewesen, eher in der linken Richtung, im Sinne von dem Freiheitsgedanken und der Kritik gegen die Obrigkeit. Ne? Das ist ein bisschen so eine Tradition auch, ne, des Künstlers. Aber und dann gibt es halt natürlich, vor allem im Kabarett, eben wirklich so, wo du sagst, na, du bist halt geoutet. Ne? Oder auch in der Musik, man sagt jetzt sowas wie die Ärzte oder die Toten Hosen, das waren Punkbands oder sind Punkbands. Na, das kennen keine Rechten, das ist per se nie definiert, das geht gar nicht anders. Da brauchst du gar nicht definieren, das ist klar. Nicht? Aber es kann mir gefallen oder kann mir nicht gefallen. Aber deswegen würde ich auch nicht sagen, hier ist der Kerst umgebracht oder irgendwas, was da mitunter sich abspielt. Der Nestre sagt, die Maggie hat es raffiniert gemacht mit seiner Kritik an die Politik. Ja, aber ich denke mir halt, und das gibt es ihm schon, nicht? Also vor allem im Kabarett und so, aber ich denke mir jetzt so wie in meiner Richtung, in meinem Genre, Wiener Lied, Heirig, Musik, Unterhaltung jetzt in dem Sinn, da kommt keiner um die Politik oder die gesellschaftlichen Zustände aufzuarbeiten. Das kann in dem einen oder anderen Lied einmal vorkommen, irgendwie aber im Endeffekt, wenn wir zusammensitzen beim Heirigen, eine gute Zeit haben, schöne Lieder singen und hören, aber nicht über einen Ukraine-Krieg irgendwas erzählt kriegen. So denke ich mir halt. Weiß nicht, wie Sie das seht. Ja. Du bist ja authentisch, nicht jeder ist. Ja, Maggie, dank der Shit, das ist ein Kompliment. Alleine gibt es keinen Gläserklang, da müsste das Chantalglöckchen erklingen. Ja, aber das Chantalglöckchen, meine Herrschaften, das kommt ja nur zum Einsatz, wenn es ein Schmattes gibt, weil das ist ja die Schmattesglocke. Außerdem, Freunde, ich misse kurz einen Stock. Es tut mir leid. Ich kann nicht mal sagen, der Patrick soll ich unterhalten. Erst halt's durch. Ich bin gleich wieder da. Wobei mit der Lederhosen könnte es länger dauern. Ich bin gleich wieder da. Rennt's mir nicht davon. Bin schon wieder da. Wo haben wir es denn? Da. Jawohl. Mit der Ledermann, das ist schon. Das ist ein Wahnsinn. So, jetzt kann ich das wieder ausblenden. Aber ich wollte es nur klargestellt haben. Dann gibt es auch das Glockerl. Chantalglöckchen, das Chantalglöckchen. Das ist mit den Kundschaften, die mich fragen, ob ich auch singe. Ich sage immer, erstens wollen sie das und hören und zweitens können sie ihnen das nicht leisten.
Bravo, Franz Brandwein. Ich würde einfach sagen, ja, ich kann schon, aber das ist halt was Spezielles und das kostet schon 100er. Also, weil das hören nicht alle. Und dann ist leibend, weil dann hast du einen 100er mehr und einen Fahrgast weniger. Scheiß an, Paula. Ludwig Sass. Scheiß an ist, was soll's. Paula wie die rote Tarn steht für die Menstruation. Was? Einem Freier, der sich endlich am Ziel seiner Wünsche wähnt, lässt sich auch davon nicht abbringen. Ludwig Sass, wo ist das her wieder? Wo ist das wieder her? Geil. Na, ist das leibend? Die rote Tand. Das ist ein Wahnsinn. Es hat doch jeder Recht, eine Meinung zu haben. Fritzl Startguss. Amen. Ganz genau. Und die Schmatte ist eine, sagt sogar grüne alles launig. Ja, genau. Ja, ich bin so. Sag ich manchmal sogar als Organist. Ja, echt. So, warte, ich bin schon wieder hinten nach, gell? Mir ist es auch wurscht, wenn der Künstler leibend ist, aber es gibt halt auch Extreme, die man als Kunden verlieren könnte. Ja, das stimmt schon. Als kleiner Künstler könnte es dann schon hart sein. Absolut. Also, du musst, also, jetzt, wenn du vor allem also von Medien abhängig bist oder öffentliche Gelder wirklich brauchst, dann musst du ganz schlicht, also, freies Land sind wir da sicher nicht. Und das ganz, also, Punkt. Ja. Spitzenpolitiker haben keine Panne, der Fahrer organisiert dann schon ein anderes Fahrzeug. Naja, das siehst du eben, wir sind noch in einer anderen Ebene. Schau, die Maggie, Fasnachtsschmatte sind geplant, dank der Ski jetzt so. Das Backstage mit tolle Zahl. Jetzt sind wir unter uns. Ein Foto vom Heisel wäre passender, ja. Naja. Super Test mit den Farbe. Danke, Walter Nagel. Das ist übrigens der Backstage-Bereich im Skonarium in Bad Schönau. Der Straßenhans ist da. Da können wir endlich auch gehen. Jetzt trinke ich mal einen Schluck Wasser. Bitte jetzt keine Fotos. So, jetzt habe ich natürlich alle Lieder vergessen. Kann ich wieder auffahren? Warte mal. So. Wenn ich einmal stirb, Gassenkinder, Weingarten am Besenberg. Wenn ich einmal stirb, müssen mit Fiaker dran und dabei Zidern schlagen, weil ich das lieb, denn ich will meiner Söhne oder fidel. Wenn ich einmal stirb, schmeißt's mir in die Gruben hinein noch ein paar Doppler Wein, weil ich das lieb, wenn in der Grube drin nicht durstig bin. Wir waren in der Gossen, 3 Kinder, der Karl, der Franzl und ich. Wir waren noch ein besser und geschwinder, eine unheimlich klasse Partie, mit den Ballen und die Stollen und die Radeln. Da haben wir 3 niemals verspürt. Auf die Rose, auf den Stoß und die Madeln, da waren wir 3 immer wie wüt. Ja, so war das bei uns Gassenkinder. Doch das ist schon lang vorbei. Der Krieg und die bitteren Jahre,
lebt nur mehr ich von uns drei. Manchmal träum ich vom Franz und vom Karl. Und ich wach auf in der Nacht. Und dann muss ich ja manches Mal weinen, obwohl die Erinnerung lacht. Und da muss ich ja manches Mal weinen, obwohl die Erinnerung lacht. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Regen dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen, dann sich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl, das mir allein nicht gehört, dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das ist der beste Tripfelwein. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl, das mir allein nicht gehört, dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tripfelwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tripfelwein. Schatz-Elisa Häselfrau am Friedhof in Stadtlohn, die Handschuhe gelb, das Shirt so blau, mit sind sie, ja, mit sind sie, oh Stadtlohn. Und die Fuhrlein auf der Gassen trinken auch gern einen Wein. Sing's an Sorgen, was ist schon, da schreit's gehört und sag geht rein. Sing's an Sorgen, was ist schon, da schreit's gehört und sag geht rein. Ja, wann das ein Messing schön glänzt und wann der Handliche tanzt, wann der Sodliche schreit, dann ist auf wen nimmer weit. Und wann ich einmal gespielt, das mit Füßen nimmer dran oder ja, da muss das letzte Grad leer, damit's die Rosinen haben. Da muss das letzte Grad leer, damit die Rosinen haben. Ja, wann das Messing schön glänzt und wann der Handliche tanzt, wann der Sodliche schreit, dann ist oft wen
nimmer weit. Kopfverlag hat, Knie aufgeschunden und die Finger zwickt und aufgeschiefte Wunden. Ob schiefere Zonen oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt. Weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein fliegender Schuh und ein blauer Fleck am Wadel. Ob eingeschossene Scheiben oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt. Weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist mir röter wohl, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die auch noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst deinen Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Da hätte jetzt der Blues nicht mehr wirklich drauf passt. Oder die Köllerguss. Die Telefonbuchbrücke, Alter, Jesus, ne. Weniger auslassen, tut mir leid. Tut mir leid. Aber es wird schon passen. Es wird schon passen, oder? Oder wird schon passen. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn? Also Feistling, Prokopetz und Ambros. Jawohl, Wolfgang. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass jene, die der Meinung sind, eine Meinung zu haben, einmal die Meinung sagen sollten. Jawohl. Buttön war dabei. Wir haben gehört, bravo, Maggie. Maggie ist in Wien, Ostern scheinbar, okay? Wenn er mich stirbt, grabt sie mir den Schädel voran ein
damit sie mich das letzte Mal am Arsch lecken können. Bravo, es kann nur von einem Fiaker kommen. Einmalig. Schau, die Achtel nicht, danke schön. Klaus Jatzelt. Schau da, was der Patrick! Jawohl, hallo meine lieben, Patrick ist daheim. Jawohl. Markus, bist du nicht durchaus unterhaltsam, ich danke dir schön. Der Patrick ist da. Die Chesslederhose, bravo, genau. Ist nicht das Chess-Haberl, die Chesslederne. Da schau her, der Skoda-Pilot. Siehst du, das ist ein Wahnsinn eigentlich, gell? Ich arbeite mir da in der Arsch schon. Ich hakel wie ein Wahnsinniger, ich schwitze, geht dazwischen in einem Highspeed aufs Häusl, komm runter, spül ein Lil nach dem anderen. Wurscht, der Patrick ist da im Chat und alle, der Patrick ist da, der Patrick, ja gut, der Patrick ist da. Ja, das Patrick. Er hat's geschafft, sagt der Markus, jawohl. Offensichtlich gut zu Hause. Wo ist das Auto? Was schreibt er? Auto ist mit mir nach Hause geschleppt worden und wird morgen in die Werkstatt gebracht, wo ich ein Ersatzauto erhalten werde. Jawohl. Was brauchst du morgen, Patrick? Bist du beim Zahnarzt? Every single right, fragt der Georg, jawohl. Ein paar Achtel für den Patrick. Na klar, nicht? Da haben wir es wieder. Ich spül mir die Finger wund. Und dann wollte ich auch einen Achtel für den Patrick, Alter. Der heimgeführt worden ist. Der nicht einmal selber geworden ist. Ja, genau. Kaum steigt Patrick, spült der Klaus einmal was. Jetzt der nächste, was mir in den Rücken fällt. Das ist ein Wahnsinn. Aber die Achtel für den Patrick sind vollkommen berechtigt. Einmalig. Schau, der Georg schon. Danke fürs Messing. Immerhin einer, der zu mir hält. Ja, der Patrick, wisst ihr nicht. Ja, was ist, Patrick? Bau auf die Kamera, ich schalte die ein. Ich schicke dir einen Link, kannst schon mitmachen. Ist aber eine klasse Wunscherfüllung. Danke, Klaus. Na, freilich. Das hat schon gut gespielt, der Achterbord. Danke, Walter Nagel. Du, aber das ging halt schon, Patrick. Stell auf, du brauchst das Handy noch anhängen. Stell auf das Handy, häng das Mikrofon aus dir, häng an und spielst mit der steirischen was rein. Wenn du bereit bist, muss man es nur sagen, dann schicke ich dir einen Link. Weil theoretisch müsste das gehen. Aber ich schau mir das erst an, wie es geht, wenn du mir sagst, dass du bereit bist. Das war doch was. Außer die steirische und spielst von dir daheim. Wie geht denn das? Wenn ich jetzt da ich schau mal nur kurz. Wenn ich jetzt da wie geht das? Schalte Patrick dazu. So seine Frau, was du tust, er leicht. Ich kann ihm leicht dazuschalten, aber er muss ja auch da sein dafür. Also bereit sein. Wie geht das? Wie könnte das gehen? Ui, jetzt habe ich was gedruckt, was ich nicht drucken wollte. Weg. Das muss ich da her. Delete. War hoffentlich. Nein, wir sind noch da. So, wenn ich ihn da habe und da, das muss doch gehen. Das müsste ich jetzt. Ja genau, wenn der Party geht's noch einsteigt, bekommt der Klaus gar keine Achtel mehr. Ja, richtig. Auf mich wird komplett Schmattes mit Skoda-Bonus gesendet. Bravo, Ludwig. Das streiche ich immer zu 100%. Das kann nicht gleich sein. Wieder ein paar technische Experimente. Ja, das war's. Ich muss nur schauen, pass auf, wie geht das? Das habe ich schon mal gemacht, aber ist schon lange her. Ja, das eben Wolfgang zusammenspielen, das geht nicht. Das haben wir tatsächlich einmal zusammengebracht. Aber das geht nicht. Geht leider nicht. Wenn ich das da, nein, warte, ich kann mir auch binden, nein. Wenn ich da jetzt, lasst mir mal überlegen, wenn ich da jetzt sage, ich will einen Gast einladen, das ist ganz simpel, wenn man weiß, wie es geht. Add Guest. Wir wollen nicht Patrick sein, wir wollen nicht Patrick sein. Peter Brachtl, was ist Patrick? Bist du fertig? Bist du bereit? Jetzt hat er sich wahrscheinlich ausgelinkt. Warte mal, Add Guests. Add Remote Guests using the Interview Window. Show Interview Window. So. Interview off. Turn on Interview using the switch above. So. Jetzt habe ich das aufgetragen. Ja. Aha.
Live-Interview. Und das muss ich wem schicken. Interview-Chat. WhatsApp-Video. Ja, bitte, das muss ich alles in der Software machen. Das geht. Das haut das schon hin. Pass auf. Genau, der Rudi Korbes kümmert sich da mal um die Daumen hoch. Pass auf, wenn ich das jetzt Copy-Link copied, pass auf, und das schicke ich jetzt dem Patrick. Pass auf. Was ist jetzt? Computer vertrauen wir, ist ganz klar. Gerätecode eingeben. Was willst du jetzt da? Passt. So, jetzt will ich dem Patrick den Link schicken. Pass auf. Patrick, halt da, jetzt da. Kriegt er Copy, einsetzen, zack. So. Patrick, den Link musst du anklicken. Und dann, also am Handy halt, und dann bist du in meinem Interviewfenster. So die Theorie. Die Praxis freilich, das werden wir gleich feststellen. Wienerisch-Englisch, jawohl. Ist das nicht schön? Klaus mit einem Achtel in der Hand, ja, das gefällt mir auch. Weil die Lockdown-Pavlatsch erlebt hat, weiß, was geht. Ja, das stimmt, gell? Da waren wir aber schon drauf. Ja, 10 Likes. Du, aber ich hab aber da 30 Daumen hoch, sehe ich da gerade. 30 Daumen hoch habe ich hier auf meiner. Was ist mit Patrick jetzt da? Der hat sich gleich wieder geschlichen. Ja, Michael Ungert 29. Ja. Wahrscheinlich muss man das nochmal laden oder was. Also Gott sei Dank sind wir ein paar. Patrick hat den Chat verlassen. Das ist der Facker, ne? Wirklich. Nein, der wird jetzt umbauen, wird schauen, Handy mal ausstecken, irgendwie ein bisschen das checken. Wir haben Zeit, ich kann noch was spielen dazwischen. Haben Blues bei den offen, ne? Ein Blues spielen wir mit der anderen Gitarre. Ich mach Platz da. Wo will ich? Da brauche ich ein Plektrum. Mal Plektrum, halt, Pausenfüller, ganz klar. So, Pausenfüller zu Ende. Wo ist mein Plektrum da? Da haben wir Plektrum. Da haben wir Gitarre. Patrick has left the building. Ich glaube auch, der hat sich geschlichen. Der hat sich gedacht, nicht mit mir. Lecker mir. Patrick is joining. Freunde, so warte mal. Patrick? Bist du auf einer Kamera? Da warte mal. Hallo Patrick? Warte, Scheiße, was ist da los? Das ist der Falsche. Nein, auch nicht. Gefix. Guest one. Add left. Nein, das bin ja ich. Patrick, hallo? Halt's durch. Das mutet dem. Du hast dich gemutet, Patrick. Du bist gemutet. Warte mal. Freunde, halt's durch. Habe ich angeklickt. Ja, warte mal. Du hast angeklickt. Ich sehe dich da auch. Das mutet dem selbst. Du hast dich gemutet. Irgendwo muss ein Lautsprecherzeichen sein. Das ist wie Außenwette bei Wetten, das dauert immer etwas länger. Walter Nagel, das dauert jetzt den ganzen Abend, aber den Scheiß, da kriegen wir hin, sage ich da. So, das bin ich, aber das ist falsch, der bin ja nicht ich da. Was ist denn da? Warte mal! Na, gehst Patrick. So. Da muss der Patrick sein, aber ich habe kein Bild, nix. Wieso nicht? Klaus, du bist doppelt. Ach Gott, wie geht das? Bin eh da. Ja, aber ich sehe dich nicht.
Wie kann das, was kann das sein? Was kann das sein? Na, da rechts und du bist links. So. Und da kann ich nichts. Wieso geht das da nicht? Wir kriegen das hin, Freunde, wir kriegen das hin. Na, auch nicht. Ja, Patrick, ich weiß nicht. Siehst du mich, hörst du mich eigentlich bei dir, Patrick? Drucken, das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt schwierig. Warum geht das da nicht? Das ist ja der Wahnsinn. Warte mal. Halt. Wo bin ich jetzt? Na, da kommen wir her. Da kommen wir her. So, das Büdel hätte ich da mal. Aber. Na. Freunde, das ist kompliziert. Das ist kompliziert. Wieso ist es kompliziert? It left. Über Skype. Nein. Angebissene Äpfel. Hat Patrick eine Perücke auf, die Silhouette schaut so aus? Ja, gell? Sieht man gleich, dass es nicht der Patrick ist. Wieso geht es da nicht? Guest has muted themselves. Patrick, du hast bei dir noch alles andraht. Du musst bei dir schauen, die Kamera aufdrehen und den Ton auf. Also da gibt es ein Lautsprecherzeichen oder ein Mikrofonzeichen. Das wird durchgestrichen sein, das müsstest du anklicken. Und ein Kamerazeichen. Das ist, ich krieg von dir nichts einer noch. Ja, genau. Pass auf, jetzt schicke mir den Link. Also, Copy Link. Pass auf. Copied. Das geht da mal her. Warte mal, jetzt probiere ich das, was man bei mir sieht. Zack. Guestcam möchte auf das Mikrofon und die Kamera zugreifen. Hast du das auch geklickt, Patrick? Gib den Link nochmal ein und musst dann sagen, erlauben. Und dann stößt ein Mikrofon und die Kamera. Steig nochmal aus, Patrick, oder soll ich die raushauen nochmal? Nein. Oh, ich hau die raus. Zack. Und jetzt da muss das nochmal, weil ich kann das dann da einstellen. Zum Beispiel Frontkamera, internes Mikrofon. Seppe, Join. Jetzt kriege ich da, theoretisch, ja, Seppe ist Joining. So. Siehst du das? Seppe. Mute. So, warte mal. Und den tue ich left. Siehst du das da? Das bin ich. Das ist jetzt über den Chat. Okay? Wie kriege ich das wieder weg? So. Wie kriegen wir das hin? Hang up. Also Patrick, du musst es nochmal probieren, den Link anklicken und dann fragt dich das Ding, sagt er, du musst den Zugriff zur Kamera und Mikrofon erlauben. Bin schon mehrmals ein- und ausgestiegen. Ja, du musst das anklicken. Hast du das erlaubt, dass er zugreift auf Mikrofon und auf Kamera? Das ist eine Unmutung. Bravo, Franz Brandwein. Lässt sich nicht unmuten. Ja, du musst aussteigen, kompletter. Ich hab das schon rausgehauen. Jetzt gibst du den Link nochmal neu ein. Auf Safari oder wo. Ja, gibst nochmal neu ein. Das musst vorher Ding. Das musst vorher. Und dann wirst du da bei mir wieder melden. Und dann kann ich die dazuschalten.
Aber das ist, ich könnte mit mir selber einen Chat machen. Was Frauen schwierig sind, weiß man eh. Und hast du bei einer keinen Schmäh, dann kommst du auch niemals zum Ziel. Dann musst du Klavier und singen bloß ganz lässig mit Gefühl. Zugriff auf Kamera und Mikrofon erlaubt, aber es funktioniert nicht, keine Ahnung warum. Was heißt funktioniert nicht? Und dann gehst du auf, da musst du einen Namen eingeben wahrscheinlich noch. Du musst lesen, was dort steht. Und das musst du nachbefolgen. Da kommt das was erlaubt, und dann steht da noch Name. Und da musst du noch eingeben, Patrick oder was auch immer. Und dann erst funktioniert dieser zum Anklicken. Ich hab den bloß im Fuß, dass ich nicht schwach werden muss. Ich hab den rockenden Bock, mit dem ich ja jeder lock. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Mess. Ich hab den Rackenknack, mit dem ich eine pack. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine Hee. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Ich gebe den Franker den Rat, wenn ihm notwendig hat, schon so magst bei die Frauen an Ries. Ich brauch da nix erklären, du musst mir nur gut zuhören, dann merkst du gleich, wie lässig dass das ist. Ich hab den Blues im Fuß, dass ich nicht schwach werden muss. Ich hab den rockenden Bock, ich hab den swingenden Ding, mit dem ich jede bezwing, jawohl. Ich hab den Rackenknack, mit dem ich eine pack. Hey. Ich hab die Melodie im Knie, da wird mir nie eine Hee, wird mir nie eine Hee. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Bloß im Fuß. Oh yeah, das ist Jazz. Also Blues eigentlich, Blues. Klaus, habt ihr gerade ein Foto auf WhatsApp geschickt? Wir werden das hinbringen. Freunde, wir werden das hinbringen, ihr werdet sehen. So. Was haben wir da? There was a problem starting your camera or microphone. Ensure you're given Safari permission to use a camera. Ja, das hast nicht. Du hast das nicht erlaubt. Pass auf, ich schau mal, ob man da. Naja, die Kamera kann nehmen. Warte mal. New Interview Settings. Nicht cancel. Pass auf, ich drehe das da nochmal an. Jetzt nochmal her.
Wo wird denn das jetzt hergehabt überhaupt? Wo ist denn das hergekommen? Add Guests. So. Add Remote Guests. Okay, noch einmal. Add Guests. Show Interview Window. So. Jetzt weiß ich nicht, ob es der gleiche ist, aber ich schicke dir jetzt einen neuen Link. Ich weiß nicht, ob es der gleiche ist, aber wir probieren es jetzt einfach. Schauen wir, ob das ein anderer Link ist. Einsetzen. Zack. Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich wird es kein anderer sein. Aber wir probieren es. Wir probieren das jetzt. Name eingegeben, bin ja kein Trottel. Naja, Patrick, das ist jetzt so eine Sache. Nein, aber das heißt eben, dass das Handy nicht die Erlaubnis hat, also dass Safari zugreift auf das andere. Ja genau, richtig Franz Bratwein. Ihr bleibt mal so lang, bis das fertig ist. Vorher geht mir keiner heim. Absolut richtig, das wird durchgezogen. Das wird durchgezogen. Probier's nochmal mit dem Link und fang nochmal von vorn an. So, und dann schauen wir weiter. Das war mal der Blues. Kinder. Das. Aber. Es ist ein Wahnsinn. Trinkt man einen Schluck. Vielleicht wird's was. Wie geht es morgen? Pass auf, Ackerl. Ackerl, ich schicke dir auch den Link. Steig einmal. Ackerl testweise. Ackerl. Schau mal, ob es bei dir anders ist. Aber weißt du, vielleicht kommst du drauf. Weil dann könntest du den Patrick anrufen und der vielleicht sagen, wo das Problem liegen könnte. Man weiß es ja oft nicht. Wolfgang hat die Bierkringel eine, ist ja Wahnsinn. Gott sei Dank haben wir heute einen roten aufgemacht. Weil da war schon Bachal warm wieder. So schaut es aus. Peter Bartl ist auf unserer Seite. Haben wir schon viele Zuschauer verloren eigentlich? Ich habe noch gar nicht geschaut. Nein, sind nicht nur da. Wir sind alle schon daheim. Jawohl, genau, Megi. Die Lederne ist der Hammer. Wolfgang, danke dir schön. Siehst du das? Ackerl, hast den Link. Steig ein. Mit dem Handy. Du brauchst nicht das Studio umbauen. Das ist ein Wahnsinn natürlich. Schau, Ackerl ist joining. So, Gäste sind green. Jawohl. So, pass auf. Ja, zack. Ackerl. Hörst du mich? Oh ja. Hörst du mich? Ja. Nein. Liegt nicht am Android. Aber du hörst mich. Ich höre dich übers Handy, jawohl. 40 Zuschauer anzeigt, alles da. Schau. Dackel. Meine Herrschaft, man hat einmal eine arge rote Achteln für einen Ackerl. Haut's mal. Warte, ich hol meinen Kopfhörer, aber sonst kann ich dich nicht hören. Gescheit. Moment. Das einzige Problem ist, Quetschen habe ich keine. Ja. Warte mal. Dass ich die besser hören kann. Und ich hoffe, bei euch ist auch der Ton in Ordnung. Und Patrick, du musst es weiter probieren. Ich kann euch alle eine. So, alle, aber. So. Sag noch was, Ackerl. Ja, keine Ahnung, hab nichts zum Erzählen. Ja, jetzt hör ich dich. Außer, Sehr gut. kannst du mir ein Kompliment geben, wie vom frisch rasiert sein? Nein, das finde ich tragisch. Das finde ich persönlich tragisch, weil der Bord hat dir gut gestanden. Ja, aber mir hat er genervt, schon der hat so gisselt die ganze Zeit oder so, da aus, weg. Ja, aber das, naja. Du hast richtig seriös ausgeschaut. Da muss ich hinschauen. Richtig Ja, ich seriös. wollte mir so eine Glatzenbrücke kaufen und eine runde Brille, da war ich ja 16er gegangen. Sing was, genau, Walter Nagel. Sing was. Ackerl, sing was. Hab nichts zum Singen, Spielt auch die Harmonika. fällt mir Nein, nichts das ein spielt spontan. Eigentlich war der Ackerl jetzt so der Arme, der jetzt daran glauben hat müssen, dass wir schauen, ob das geht. Aber es geht scheinbar, gell? Über den Link allein funktioniert es. Ich sehe mich im Fernseher, ja.
Was könnte beim Patrick nicht funktionieren? Was könnte das sein? Ich weiß nicht. Zweimal hat er gefragt, freigeben. Einmal Mikrofon, einmal Kamera. Dann hat er gefragt, ob ich die App das ständig zulassen soll, ob er den Zugriff hat. Dann einen Namen eintippen und fertig. Ich weiß nicht, Patrick probiert das noch. Ja, na, auf jeden Fall Ackerl, danke schön. Willst du irgendwas sagen, dem Pavlacistis? Einen schönen Gruß. Ja, schön reden kann er. Ackerl, danke schön. Wir sehen uns übermorgen beim Stippert. Ist das richtig? Ja, ja. Jawohl. Weltklasse. Na, dann wünsche ich Mal dir... schauen, ob ich zu euch rein darf oder nur draußen sitze, aber Nein, wir setzen die schon wo hin, keine Angst. Irgendwo setzen wir die Scheine. Irgendwo setzen wir die Scheine. Also, danke schön für diesen Test. Jetzt wissen wir das einmal. bitte gerne. Und falls das heute nicht hier hat mit Patrick, dann können wir uns das ja noch anschauen. Aber wir wissen, dass es grundsätzlich einmal geht. Von meiner Sorte weiß ich es jetzt einmal, das ist wichtig. Ackerl, danke schön, die Achteln. Ein paar Achteln sind eh schon reingekriegt. Vielen Dank für die Achtel, ja. Jawohl. Vierte, danke, servus. Gerne, ciao. So, siehst du, außer, passt, na? Hat hingehauen. Hat hingehauen. Patrick, irgendwo ist da. Weißt du, was du noch probieren kannst mit dem Laptop, Patrick? Du kannst es mit dem Laptop noch probieren, dass du am Laptop in Ding eine hast, in den Link und dann halt über die Kamera vom Laptop. Ist auch wurscht. Das kannst du auch noch probieren. Aber irgendwo, wie der Wolfgang richtig sagt, ist da der Wurm drin. Muss ich leise dran da so? So. So. Aber das hat hingehauen. Ich will das abgelehnt haben und das wird sich das Handy wohl merken. Das kann auch sein. Das wird mit Einstellungen freigeben müssen. Wird wahrscheinlich kein zweites Mal gefragt. Das könnte natürlich auch sein. Also Franz Brandwein sagt, ich war vorige Woche beim Stipper, der war schon ausverkauft. Ja, nein, ist eh gut. Ne? Nein, ein Ackerl, der kommt mit der Kamera, der schneidet ja wieder mit. Den müssen wir schon irgendwo hinhauen. Also hinsetzen. Hinhauen da wir nicht. Was mit Patrick? Patrick, bist du da? Schick den Link allen. Jeder, der von Patrick reinkommt, kriegt von ihm einen Liter. Ludwig Sass, der Weltklasse. Ja, das brauche ich. Geht nicht, sagt man. Patrick, hast du das probiert am Laptop? Das ist immer ein Laptop. Das kann schon sein. Was der Walter Nagel sagt, dass sich das Handy das gemerkt hat. Und das müssen wir in der Einstellung ändern. In der Systemeinstellung. Aber ich probiere es über den Laptop einmal. Schau es über den Laptop, da muss es gehen. Das wird nämlich sein. Das wird sein. Walter Nagel wird da recht haben. Dass beim ersten Mal das nicht freigegeben ist und dann hat sich der das gemerkt. Ja, Cache löschen, aber das ist genau diese Sachen. Nur einen Liter. Na, aber probier's mal über den Laptop. Über den Laptop haut's hin. Über den Laptop muss ich haben. Nochmal ÖMDC rufen, ja genau. Ruf in ÖMDC an und sag, ernst, jetzt halten sie mich nicht verdeppert, aber jetzt geht's Handy auch nicht mehr. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Alle Achtung. Alle Achtung. Ja, probier's mal mit dem Laptop. Neuer Versuch. Technische Verzettelung Deluxe. Was heißt? Ulis Lanek, da haben wir wieder große Leistung. Ist auch eine Panne, ja eh. Ist auch eine Panne. Technische Deluxe. Aber es ist ja so, wenn ich jetzt spiele und dann kommt der Patrick da rein, dann spiele ich wieder einen Blödsinn und dann komme ich wieder nicht aus. When I fall to the station, suitcase in them,
it's hard to tell when all my love is in vain. Anne houdt immer des bommel. Anne muss immer verlieren. Aber ich hol mein Leben lang des bommel. Weil ich von Klicker Stiefkind bin. Ja, weil ich von Klicker Stiefkind bin. Sage mir, soll sie die heute die Haare schmieren und die Kleider dazu? Für die war ich sowieso, aber eh nur ein depperter Bub. Spar dir die Tränen, die an deine Schienen, die liegen wunderbar. Geh zurück zu dem Alten, der soll auf die halten, ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Na 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 na, 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 na 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 na. Sage mir, soll sie sehr gut in die Haare schmieren und die Kleider dazu? Für die war ich sowieso alt, aber eh nur ein depperter Bub. Spar dir die Tränen, die an deine Schienen, die liegen wunderbar. Geh zurück zu dem Alten, der soll auf die halten, ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Hab ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Jeder hat so seine Fehler, ich bestimmt vielleicht auch du. Hab ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Wer hat mit sanfter Hand mir manches abgewöhnt? Du hat mir manches harte Wort mit Zärtlichkeit versöhnt. Du wird mir jemals mehr geben, wie ihm nur du? Wer hat mir Recht auf mein Leben, wenn nicht du? Tausendmal du. Hab ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich, Alter. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Oh, my love. Oh, my love. What was up there? Vamos a ba 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 da ba ba dee, ay, ba da dee, da dee, ba ba ba. Ana Olima despuman, Ana muss immer verlieren. Oh,
Patrick geht nicht. Aber Patrick, sei dir gewiss. We'll meet again. Don't know where, don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to all the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again, Patrick. I don't know where and I don't know when, but I do know we'll meet again some sunny day. So please keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to all the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day, some sunny day, some sunny day. Jawohl. Na, Patrick, macht da keinen Stress, da hängt irgendwo der Wurm drin. Und das werden wir uns anschauen, Patrick. Patrick, das schauen wir uns an, aber der Wille war da. Der Wille war da, die Technik war für den Arsch. Die hat das nicht. Ja, aber wahrscheinlich wird es sowas sein, wie der Walter gesagt hat. Das werden wir uns in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall, du hast alles getan. Und ja, was soll man machen? Was soll man machen? Hauptsache, wenn ein Auto passt, ja, das heißt, also, gut, du kriegst eher Leihwagen, hast du gesagt, ne? Schreib mir morgen Leihwagen, aber morgen, ja, du kommst schon zu mir, ne? Nachher machen wir Probe, morgen. Also, zuerst bin ich noch Mittagessen. Morgen bin ich beim Seelisch Mittagessen, jawohl. Mit Uli Winter von den Blutstammeln. Wir treffen Patrick leider nicht dabei, weil er eben zeitgleich, quasi fast zeitgleich den Zahnarzt hat. Und jetzt haben wir das nicht so wirklich verschieben können. Und nachher werden wir Probe machen. Und da machen wir dann Postings. Da seht ihr, wir sind wieder da. Und da testen wir das, Patrick. Da werden wir das testen. In Ruhe. Blödes Lied irgendwie. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich für niemanden ändern sollte. Wieso ändern? Welches Lied meinst du jetzt da? Also, aber ein bisschen Geduld mit mir, glaube ich. Gell? Ich bin so weit hinten. Quetschen-Emoji. Ne, wobei, es gibt ein Akkordeon, gibt's. Wenn du eingibst bei den Emojis, Harmonika oder Akkordeon, dann gibt es zumindest ein Tastenakkordeon. Das gibt's schon. Ich habe letzte Woche unfreiwillige Heurigenpartie gemacht. Zehner Marie, Herrgott der Star, Gittis und dann Stiepert. Dabei wollte ich ursprünglich nur ein Grühhändel essen. Bravo Franz Brandwein! Da steht da vor dir den Otterkring Wohner noch. Das war genau meine Runde. Wie ich noch gewohnt habe. In Otterkring. Hey, das war genau meine Runde. Nerv dich nicht damit, Patrick, kostet Zeit, nerven. Wir sind im Gedanken bei dir, nächsten Montag quetscht du wieder die Harmonika. Richtig, bravo Wolfgang. Aber nein, das passt, aber das werden wir uns morgen anschauen, Patrick, weil dann sind wir in Zukunft gerüstet. Far away. Bravo Ludwig.
Da wäre gern dabei gewesen, ein Traum. Der Fritzl Stadtguss kennt ja alle diese Herigen. Warum? Weil mit Fritzl Stadtguss, mit Maber und mit Landtagsstromer Markus und andere, ja, der Zauner Klausi war dabei, von den Philharmoniker, der Zauner, mein Munkelein, war noch wer mit, ich glaube, das war's, der Patrick natürlich, das war's dann schon, ne? Haben wir genau diese Runde nach dem Ottergern Kirtag gemacht. Also nicht nachher, wir haben das schon während des Ottergern Kirtags begonnen. Jawohl. Was will sie aus bei Stiepert mit 6 kleinen Überraschungen? Georg Scherer, was für Überraschungen? Also meinst du keine Überraschung? Ja genau, ein Bier, dann kommen Freitag und das werden, ja, das ist wirklich so. Ein Liter für mich von Patrick. Bravo Christoph Acker, ja, stimmt eigentlich. Aber gut, du warst natürlich schon online, bevor der Schmäh gekommen ist. Skoda, Hand, Notebook, die Demo ist perfekt. Ja, absolut, wir haben es drauf. Für Klausis Liederswahl voll passend zur Situation, ja. Und jetzt, schau, der Michael Unger hat das quetschende Emoji rein. Spaziergang, ja, der Ackerl, Jesus. Ja, Moment. Aber beim Raben war es dann nicht mehr. Nein, bei der Gitti war es nicht mehr mit. 10 Mal, ich glaube, da war dann die Auflösung. Weil da waren natürlich die Meyerhofer, also Isabella, Franz waren da auch noch mit. Und Wolfgang, genau, mit seiner Holden. Aber bis zur 10 Marie, glaube ich. Nicht? Bei der Gitti waren wir dann schon nur mehr in der. Da waren wir schon nur mehr in der kleinen Runde, glaube ich jetzt. Die kleine Runde, also ab der Gitti Höriger, also nach der 10 Marie sind wir weitergezogen. Und da war Landtagsstromer Markus Maber, Mittelhessen vertreten, ebenso der Neckar durch den Fritzl Stadtguss, der Zauner Klause, der Patrick, mein Munkelein, oh nein, mein Munkelein auch noch, oh ja. Mein Munkelein noch mit, da ist die auch schon angefahren. Nein, die war noch mit. Und ich. Na, nur beim Stippert, Wolfgang, ja genau. Jawohl. Was natürlich auch, Patrick, jawohl, will mit aus morgen, lieber Klaus. Passt wunderbar. Das heißt, vielleicht sogar schon mit dem eigenen oder noch mit Mietwagen sozusagen. Nicht? Aber ist ja wurscht, ich bin jetzt aus. Du gibst einfach Bescheid, wann du umkommst. Beim Raben war ich schon ein genau, der Christoph Acker, da warst du schon. Ja, genau. Was natürlich auch noch zu der Situation gepasst hätte oder immer noch passt. Die Welt ist so schön und die Welt ist so reich, doch ist halt das Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es ist kunterbunt, und doch ist die bucklige Welt kugelrund. A jeder Mensch hofft und a jeder Mensch strebt, doch viele sind da, die umsonst nur gelebt. Was nützt da das Denken, es gibt nur den Schluss, es kommt schließlich alles, wie es kommen muss. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, denk es war nix. So was immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal oben, einmal und einmal Freud und einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Schrei nicht bleib schön stumm, sag es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, weil der Herrgott, der weiß immer, warum. Das Leben hat mir eine Weisheit geschenkt. Es kommt immer anders, als man es sich denkt. Darum soll man nie sagen, ich muss und ich will. Der Herrgott entscheidet und du halte still. Sei immer zufrieden mit deinem Geschick. Beneide nicht immer die anderen ums Glück. Wie schnell kann es anders oft sein über Nacht? Das Ende wird immer von oben
Wenn der Herrgott nicht will, nutzt das gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, denk es war nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal oben, einmal und, einmal Freud und einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt das gar nix. Schrei nicht bleib schön stumm. Denk, es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum. Aber der Herrgott weiß immer warum. So schaut's aus. Hätte auch gepasst. Hätte auch gepasst, aber ja. Morgen steige ich nicht mehr ein, das sollte ich mal wieder für die Herren Protagonisten halten. Naja, sollten. Ist übertrieben, wir freuen uns wahnsinnig, dass der Ackerl für uns da wirklich unterstützt, ganz gewaltig. Mit seinem Know-how, mit seinen Tätigkeiten und jetzt, da hat er ja wirklich seine ganzen Reisevideos rausgehauen. Also schaut rein, jetzt war in Norwegen eine 4-teilige YouTube-Serie, wo er mit Motorrad in Norwegen unterwegs war und dann eben das Elefantentreffen. Schaut rein auf seinen Blog. Wie man so schön sagt, die Deutschen sagen das manchmal, gell? So YouTube-Videos oder lasst ein bisschen Liebe da. Für den Ackerl haut es bei ihm ein Abo. He? Das war leibend. Ein bisschen aufgehauen wird da der Algorithmus. Der Algorithmus muss mit, dass er da eben bei Christoph Acker Travel Vlog, aber nicht nur die Videos sind wirklich leibend. Also ist jetzt nicht, man muss jetzt nicht Motorrad-Ding sein, sondern das ist immer eine 4-teilige Serie, zum Beispiel in Norwegen, wo er da mit dem Motorrad aufgefahren ist. Und da zeigt halt viel von Norwegen und erzählt dort aus der Gegend. Das ist echt leibend. Schaut's rein. Und wir sind froh, dass er uns da wirklich so hilft. Da mit diesen Videos. Alexander Hauser bei der 10 war ich nicht mehr dabei. Ja, das stimmt. Also die ganz große Runde hat sich dann quasi beim Stippert aufgelöst. Dann wurde eine doch mächtige Runde noch bei der 10 Marie. Sind wir da noch eingefahren. Das weiß ich deswegen, weil die 60 dort gezahlt haben. Da weiß ich, es war eine relativ große Runde noch. Und, aber das haben wir gern gemacht. Haben wir sehr gern gemacht. Und dann sind wir noch weitergezogen zur Gitti. Das war früher, als ich noch in Ottergring daheim war. Peppis heurigen Schenke, jetzt ist die Gitti. Dort haben wir also noch was gekriegt. Und dann sind wir noch zum Schwarzen Raben. Das ist ein Pub. Es ist zwar ein Irish Pub, aber man redet dort noch Wienerisch. Also es ist nicht, man muss nicht Englisch reden dort. Ich weiß noch, dass der Landtagstromer Markus und der Maber, die haben schon ein bisschen, die wollten schon heimgehen. Das was der Fritzl, der Patrick und ich wirklich vehement, und der Zaunerklause vehement zurückgewiesen haben. Und haben so, ich glaube, einen Kaffee haben sie da getrunken. War Weltklasse, war wirklich leibend. Du, vielleicht nächstes Jahr wieder, oder? Schauen wir wieder, nicht? Wann der überhaupt ist, der Ottergänger Kirtag. Vielleicht bringen wir noch mehr Pavlacis-Dinger zusammen. Pavlaci, was für. Das war schon leibend. Jawohl, Algorithmus, da bin ich dabei. Alexander Haus, aber war beim Stiepert, nicht beim Stiepert, genau, ja. Beim Stiepert waren wir echt viel. Da waren wir noch echt viel. Das hat mir schon getaugt. Ein Haufen Pavlacis. Pavlacis schon wieder. Schaut mal so, vielleicht der rote, nehme ich noch einen Schluck, dann ist schon wurscht. Maber, jawohl, alles war leibend, das war echt leibend. Sind extra runtergefahren. Maber und Landtagsstrom haben sie spontan, kurzfristig, muss nicht alles verraten, sagt der Markus. Nein, ihr wart eh wacker. Es war ja Frühschoppen. Wir haben einen Frühschoppen begonnen und da war es ja schon lange nach Mitternacht. Also, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Weinpegel war schon hoch. Ja, das stimmt, der Weinspiegel. Das stimmt natürlich, nicht klar. Wie gesagt, es war ein Frühschoppen. Also, wir haben ja um 11 Uhr angefangen. Aber das war schon mächtig. War schon sehr leid. Und der Landtagstromer Markus und der Maber sind extra runtergefahren, spontan, nach runtergegangen, weil sie gesagt haben, erstens, Leiband, Kirtag, 16er Buben passt, sind wir dabei. Und der Fritzl Stadtgas hat den 60er gehabt. Und das haben sie extra, aber das war schon sehr lässig.
Das war schon sehr lässig. Habe ich persönlich immer noch, und auch mit meinem Onkel, wenn wir reden, haben wir immer eine fröhliche, schöne Erinnerung dran. Aber das war leibend. Das war echt leibend mit euch da. Dann, also der Frühschoppen war super, aber halt nachher dann, nicht? Der Fritz hat den 60er gefeiert, richtig Wolfgang, jawohl. Unser Grand Seigneur. War meine schönste Zeit, danke, sagt der Fritzl, schau. War meine schönste Zeit, das ist natürlich. Isabella M. okay. Auf was sagt sie jetzt okay? Okay. Okay, auf was? Isabella M., auf was ist das würde jetzt interessieren. Auf was ist jetzt das okay gemeint? Hoffentlich wird es diesmal etwas mit dem Ton vom Kirtag. Ja, aber Christoph Acker, das haben wir gewusst, dass das ein bisschen ein Hassadieren ist, ob das dorthin haut. Weil natürlich bei so einer großen Veranstaltung und mit der riesen Anlage dort, ich meine, ist ja doch, nicht? Das soll ja doch dort den ganzen Platz füllen, ist das eine schwierige Geschichte. Entspannte 16 Stunden Trinkkur, Brauerlandtagsstrummer. Für Organist ist erst nach der Messe. Ja, wir haben auch am 11. Am 10. ist die Messe. Und am 11. sind wir schon auf der Bühne gewesen. So bei mir gehen Otter kriegen, jawohl. Was reißen wir noch? Diese Weise haben wir auf jeden Fall beim Kirtag damals wirklich in diesen entspannten 16 Stunden Trinkkur, wie der Landtagsströmer gesagt hat, kennengelernt und uns aufnehmen dürfen. Beim Wein darfst nicht fad sein, bei einem Lied musst schön stark sein, sonst hast nur die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln Dieb sein. Tust das nicht, tut's dir später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um, einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Darum darfst niemals fad sein, kommt das Glück. Musst schön stark sein, nagel's an, weil sonst fliegt's da davon. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um, einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück. Musst schön stark sein, nagel's an, weil sonst fliegt's da davon. Wenn ich kämpfe, die lieb. Und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich fordert, die recht tief. So schreibe die dir halt einen Brief. So kommt dann mein Lieb. So kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir.
blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief, drum schreibe die halt einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich wisse, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich meinen Mut vergraben, ganz tief. So schreibst du mir halt einen Brief. Und so kommt dann dein Lieb, so kommt dann dein Lieb zu mir, so kommt dann dein Lieb zu mir, als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Ein Liebeslied. Ein Liebeslied. Der Ulrich hat sich noch dazu gesellt. Jawohl, der Ulrich. Sehr leid. Ist das der Kasperl? Ja, das war ja auch. Da muss ich der Kasperl auch an Form die Kanten geben. Was ist er? Ich sage die Vorband vom Kasperl, jawohl. Jawohl, das war schon mächtig. Das war schon mächtig. Kasperlzeit. Na, Kasperl ist beide gegangen, das war nicht ein Wahnsinn. Guter Franz Martin, ich war noch ein Stiepert beim Kirtag schon Wallat. Naja, Franz Martin, das musst du nicht extra sagen, das haben wir schon mitgekriegt. Bravo, bravo Franz Martin, nein, es war einfach leibend. Der Kasperl ist nicht gekommen, das war echt Weltklasse. Also wie dann der Sascha war das, nicht? Der quasi da so moderiert hat. Und dann wie er gekommen ist und gesagt hat, geh, spielt's noch was. Der Kasperl ist krank geworden. Der war nach uns gekommen. Das war, die Vorband vom Kasperl war schon eine Legende. Schaut aber so, Christoph Aki, ich habe auch eine Riesenfreude, wenn ich meine Fotos bei euch sehe. Jawohl. Ja, die hau ich gerne rein. Die sind leibend. Müssen wir bald die nächste Session machen, gell? Weißt du, jetzt, was nicht so kalt ist, nicht? Wir kämpfen mit Tablet, bravo Isabella. Kämpft's nicht, ich werde es gewinnen, das weiß ich. Das habe ich gespielt. Ja, was habe ich gespielt? Ich spiele meine Bahner, Rudi Corbesius. Kann ich das? Wein hat er noch? Na, ist alles gut. Na, bravo, Ulrich, geht schon aus. Die Ottergänger Partie habt ihr am Handy.
Liebe Grüße, Georg. Was jetzt? Hast du noch was geschickt, oder? Ja, jawohl. Oder? Oder? Ist das von dir? Warte mal. Georg Scheurer. Jawohl, na, aber das haben wir noch mal eine. Das habe ich zwar eher schon, aber von da ist jetzt leichter. Pass auf. Kann ich das nicht alle markieren? Nein. Pass auf, ich mache das ja so. Die zwei habe ich um. Die zwei habe ich die zeige ich jetzt noch mal, ob es wollt oder nicht. Das ist ja kein Wunschkonzert. So, einmal eher. Geh schick Das war wirklich leibend. Das war wirklich leibend. Und das ist das andere. Teilen, schick Koffer. So. Nächste Fotosession gibt es erst, wenn die Wiki das Making-of fertig hat. Ja, genau die Arbeit habe ich noch immer nicht gesehen von der Wiki. Die ist noch aktiv. So, passt auf. Aber ich meine, wir machen wieder eine schöne Fotosession wieder. So, passt auf. Das war Ottingen Kirtag, gibt es schon gesehen. Schau her. Da haben wir alle beieinander. Patrick Rutger. Dann rechts davon. Die charmante Gattin von unserem Spaziergang vom Wolfgang, der leicht verdeckt ist von der Kappe noch vom Patrick, mit weißer Haar, weißer Bart, der einmalig. Daneben hinten gleich der Alexander Hauser, der das Glasl mit einem Bratengrinser in die Kamera hält sozusagen. Dann rechts von Alexander Hauser und zwischen quasi Alexander und der Isabella M. Da sehen wir den Meister Fritzl, unser aller Fritzl, zu diesem Zeitpunkt bereits 60 Jahre und ein Tag alt. Dann haben wir hinten die Isabella M. Dann haben wir dort klar, nicht? Der Blade mit Bart, mein Hut, das bin ich. Hinter mir auch ein Klause, der Zahnerklause. Jawohl. Dann, da ist er noch verdeckt, der Meyerhofer. Franz. Dahinter die Christel und noch eine Freundin von uns, eben von der Partie, von Klause. Dann ganz verdeckt mein Munkerlein, aber das sehen wir gleich am anderen. Dann ist der Ackerl. Nächstes Bild ist dann schon der Maber, der Martin und der Landtagsstürmer Markus. So, einmal. Das gehen wir durch. Und da schaut's her. Hinter mir und vor mir die Meyerhofers, Weltklasse in großer Ding. Mein Munkerlein, Ackerl, Maber, Landtagsstürmer, Patrick, die Spaziergangs, wie ich jetzt mal sage, hinter euch ist, gehört der auch zu uns noch? Weiß ich jetzt nicht. Glaube ich nicht fast. Also der Wolfgang dann noch, der Alexander Hauser, der Fritzl Stadtguss. Dann die Isabella, jawohl. So schaut's aus. So war das. War Weltabend, also Welttag. Landtagsstürmer geht schlafen. Jetzt hat der Büdel vor sich geht und geht schlafen. Meinung von Franz M., alles was ohne Tastatur und Maus auskommt, ist Spielzeug und taugt nichts. Da ist ja alles Zeckenkiller. Servus, gerade war mein Bub 26 hinter mir gestanden und hat gefeiert, was für geile Gitarre der Typ da hat und spielt. Bravo. Da haben wir aber eine, Leilon, da haben wir eine. Für einen alles Zeckenkiller und speziell für seinen Burm haben wir eine Orgie an rote Achteln. Weil das gehört gefeiert. Klasse Bursch, ein klasse Bursch. Spielen wir gleich noch. Ui, der Ulrich, 10 Euro. Warte, da hau ich noch mal den Schmartis rein, wie ich sehe. Wir können uns nicht einmal mehr leisten, gemeinsam im Studio zu sitzen. So arm sind wir schon beieinander. Wir sind auf euer Geld angewiesen. Stimmt natürlich nicht, sondern, also angewiesen sind wir schon drauf, aber das mit dem Studio ist ein Blödsinn. Aber wir würden uns sehr freuen über ein Schmattes für die Muse. Ich teile ja mit Patrick. Kein Thema, hat so seine. Ein Kaffee, einen gespritzten oder auch mehr. Das mich freuen. Danke euch vielmals und danke der schöne Ulrich für deinen Schmattes. Prost. Na gut, na schau her. Da fahren sie eine. Da fahren sie eine, die Achteln. Gute Nacht, meine Lieben, sagt der Ludwig Saas. Gehabt euch wohl und gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Bravo Ludwig, danke der Chef fürs Deise. Weltveranstaltung, sagt der Landtagsstürmer Markus. Ja, das war wirklich. Und schau, das sind schon die Achteln. Für ein Alois und sein Burm. Jawohl, da spielen wir gleich noch was. Was reißen wir? Das könnte man machen. Ich sitz
auf der Wiesen, ein Großhalm im Müll. Die Bock sind zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nasen herum. Ein Fink verrisst der Fliegen, aber ich pfeif mich nicht drum. An der Arbeit denk ich nicht einmal mehr in Traum. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Und kommt der schönste Ständl am Waldweg daher, ja da spring ich verfreit. Weil was brauch ich schon mehr? Zwei Egel schon fest in die meinen hinein. Weil sagten, sie möchte deinige sein, aber noch ein paar Busseln, sag ich geh schon heim. Ich bin lieber frei wie ein Vogel am Baum. Ohne Papageno und Gezwitschere diesmal. Und steht eines Tages der Herr Winter vor mir, sagt Jause, du Gauner, gehör da zu mir. Dann mach ich noch einmal die Augen fest zu, sieh wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Jawohl. Ui, ein bisschen was ist noch im Flaschel drinnen. Vogel, zwitscher. Ja, Patrick, ja. Zwitschern kann ich wirklich nicht. Das kann ich wirklich nicht. Ohne Papageno, Isabella, immer richtig. Windgeist, schau, der Windgeist hat die Achtelleine. Windgeist. Super Namen mitunter. Also muss ich echt sagen, Windgeist, das Leiber. Das taugt mir, weil ich denke mir das, mir taugt das voll, dass du da die Achtelleine hast. Also, aber die denke mir, wenn man jetzt so da sitzt und sagt, warte, ich mache jetzt ein YouTube-Ding, so ein Zugang, wie geht die mir nennen? Und da, wie kommt man dann auf Windgeist zum Beispiel? Man taugt mir voll, aber wie kommt man auf das? Man, verstehst, meiner heißt Glassteuer. Zwitscher heißt jetzt X. Bravo Franz Brandwein. Auf Reiter. Prost, sagt der Windgeist. Prost, leibend. Sehr leibend. Einmalig. Der Zuckerl. Alexander Hauser. Ja, Jesus, der Zuckerl war dabei. Klar, Zuckerl war dabei. Zuckerl ist ein Otterkringer Original. Der gehört nach Otterkring, der gehört noch mehr nach Otterkring als die Zehnermarie fast. Muss man echt sagen. Sonst ändert sich nichts. Zwitscher heißt jetzt X. So heißt man noch. Ich weiß, ein uraltes Häusl, darin ist ein ganz kleines Beisel. Der Wirt ist ein Kreuz für das Mandel. Serviert den Wein mit seinem zittrigen Handel. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, weil's heut in Wien keinen Platz mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich zu Haus und dort rufe ich aus. Ich weiß, ein kleines Wirtshaus, weit raus den Otterkring. Dort sitz ich und treu mich allein. Und wenn ich auch dort oft daran ist schuld nur der Wein. Und wenn ich das Wirtshaus in Otterkring, war ich längst schon
kein Jungsö hätte mehr. Dort sitz ich und träum ich, wann ich loch ich sing, in dem Wirtshäusl draußen in Otterkring. Und wenn ich das Wirtshaus in Otterkring, war ich längst schon kein Jungsö hätte mehr. Dort sitz ich und träum ich wann ich loch ich sing, in dem Wirtshäusl draust in Otterkring. Jawohl, jawohl, jawohl. Der Ackerl, Adriano Gilettano, was macht ein 20 Kilo schwerer Spatz auf einem Ast? Cheap! Schau, der Windgeist. Der Name ist mir schon vor längerer Zeit gefallen. Das war leibend. Der Windgeist finde ich super. Kurz, prägnant. Man braucht ja nicht buchstabieren, man checkt in der Regel. Weil oft haben wir, bist gescheit, was da ja gibt, so an Nicknames oder Profilnamen. Da denkst du, Alter, nicht einmal, wenn du den buchstabierst, schreib ihn richtig. Das ist ja Wahnsinn. Ein Windgeist ist leibend. Schon sagt der Wolfgang Gau. Den Namen finde ich super. Jawohl. Chip. Ja, das war, wird das von Otterkring. Auch ein uraltes Otterkringer Lied. Volksweise. Volksweise. Kein Urheber nicht bekannt. Volksweise, sagt man. Ja, ja. Wenn's das Heimgehen vergisst, weil daheim niemand ist, stütz dein Kopf in die Hände, denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die aber schaut. Jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's das Heimgehen vergisst, weil's alleine du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts daraus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leid. Darum sei glücklich, du hast ein Zuhause. Irgendwo versteckt in einem Winkel sitzt ein alter Mann ganz in der Kahn. Ganz verlassen tut auf seinem Fleckerl, den er traut sich heute gar nicht an. Weil beim Wirten, ja da sagt er immer, sehr viel Zuspruch. Doch daheim, da sitzt er in seinem Zimmer, ohne Zuspruch, Mutter, Söhn allein. Da sagt ihm zur Sperrstund ein Freund, der's ehrlich und gut mit ihr meint. Wenn's das Heimgehen vergisst, weil daheim niemand ist, stütz dein Kopf in die Hände, denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut. Jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's das Heimgehen vergisst,
weißt allein nicht, du bist. Sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leid. Darum sei glücklich, du hast ein Zuhause. Jawohl. 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 Schau, silberne Kanten. Hilft mir gut. In ein ganz kleinen Gassel am Lichtendaler Grund, da war's Wirtshaus zum silbernen Kandel. Die Wirtin und das Dichterl waren schmackig und rund, der Wirt war ein Kreuz für das Mandel. Die Stammgäste sind gesessen, glückselig beim Tisch, weil nirgends das Weindl so gut war und frisch. Und das Essen war billig und gut, wie es der Wiener heut gern haben tut. Wer einmal nur dort war, der war auf jeden Fall gleich Stammgast im Kandel in Lichtental. Du liebes altes Haus, schaust mich so freundlich an und sagst, komm her zu mir, schaff dir ein Glas allein. Bist einmal bei mir drin, kommst sicher alle da, weil ich ein Wirtshaus bin, so nach dem alten Schlag. Heute ist silberne Kandel ein großes Restaurant mit Spiegeln und aufputzte Tafeln. Und drinnen da sitzen die noblichen Leute und essen mit silberner Gabeln. Die Leute, die sind gespreizt und es wird einem nicht klar, dass das einmal so ein liebes Wirtshaus war. Was Glück, was die Fenster hat gelacht. Von der Früh bis auf der Nacht. Und wer einmal nur dort war, ja, der war auf jeden Fall. Da denk ich zurück, wie silberne Kandel noch kleiner war. Du liebes altes Haus, schaust mich so freundlich an und sagst, komm her zu mir, schaff dir ein Glas allein. Bist einmal bei mir drin, kommst sicher alle da, weil ich ja Wirtshaus bin, so nach dem alten Schlag. Kinder, füllt die Glaserl an, wer weiß, was am Morgen ist. Trink mal Ex, was liegt schon dran? Ein Reischerl, das ist gewiss. Ein geschmackiges Bussel von meinem Schatz, was braucht des Menschen noch mehr? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch ein Liter her? Was kümmert uns, was am Morgen ist? Bringt's noch 12 Liter her? So schaut's aus, aber so schaut's aus. Nicht. Heute gibt's nicht mehr das Haus, das ist heute der Park. Naja, Ist ja, die Zeiten ändern sich. Ich mag die Lieder auch, weil viel Romantik drin liegt. Ja, na klar, ist ja schon. Jetzt kommt der Klaus richtig in Fahrt, na klar, nach einer Portön Rotwein. Ein Wahnsinn. Schau, der Windgeist nicht da. Stimmt, die Lieder sind legendär. Ja, wenn es dir taugt, gefällt mir das auch. Muss ich echt sagen. Gehen wir ins Herz, ja, die Wege. Die haben was mit dem wirklichen Leben zu tun. Ja, zumindest hat es mit der Ehrlichkeit sie waren noch nicht verfälscht. Nicht? Also diese Volkslieder, diese Volksmusik, der Blues, nicht?
das war noch unverfälscht. Da war noch kein Radiotauglichkeitsgedanke dahinter. Das waren einfach die Lieder, die man halt dann gesungen und gespielt hat. Das stimmt. Ecke Lichtenthaler Gassen, Wiesengassen war das Silberne. Siehst du, hab ich gar nicht gewusst, Manfred Graf. Das taugt noch wieder. Lichtenthaler Gassen, Wiesengassen. Da war das Silberne Kandel. Da schau her. Hab ich nicht gewusst. Dieser Text geht doch, bist einmal in mir drin oder habe ich mit der live etwa immer. Nein, das ist die Damenstrophe. Bist einmal mir drin, kommst sicher alle Tag. Das ist mitunter die Damenstrophe. Ja. Lieblingslied meiner Mutter, sagt der Georg Scheirer. Na, leibend. Sehr schön, der Rudi Korbes hat die 8 Leine. Das ist schon langsam, aber jetzt, ja, ich sage euch was, die Botön trinke ich aus und dann höre ich auf. Aber so langsam austrinken ist ja nicht auf, es tue ich nicht aus, was soll ich mit dem Schlucker laufen? War ja Blödsinn, ne? Was soll ich machen mit dem? Kannst ja nicht einmal was kochen mehr. Zahlt sich nicht aus. Zahlt sich nicht aus. Ja, war fix. Wo haben wir denn da? F, wo ist denn da ein F? Da ist ein F. Und meine Haverei. Traum jede Nacht von dir und von meinem Bier im Stammlokal stehen alten Beisel noch. Die gingen mir so an. Wir haben einen Wolkenkratzer da, du. Ich bin schon ganz matter. In San Francisco hast es da nie. Find da kein Hocken mehr, haben's noch im Brot und Luftballon geblasen her zu mir. Dass ich was hab von dir, wenn Shabadaba, Wapapapabadau, Wapadapapau, so du vergisst mich nicht. Ich hab dich geringt, hab dich verlassen, du. Da war ich jung und blöd, daheim die Steiner auf der Gassen, ich muss was alle an. Geht ich nur heim von da, schau mir da durch, ich muss was alle an. Geht ich nur heim von da werden. Bin Hansi-Schluss. Jawohl, werden. Im Dank, lieber Steuermann, ja, sagt der Patrick, sagt ja, werden. Jatzel. Und schon wieder kein Jazzhaberl, gell? Austropop, nein, los. Liebe Sie, meine hat den Handschuh gemacht gegeben. Ah. Da drunter Mulrichsbergl in einem kleinen Haus. Da war vor vielen Jahren ein Handschuhmacher's Haus. Sein blond gelocktes Bierl, den bringt, weil es so bitt, in Gottes Namen der Vater Kindergeigen mit. Da hat gefragt, was willst denn werden? Gesagt mir's da, mein Kleiner. Der Vater gelacht und Augen glanzt. Ein Musikant, der Lana, ja. Zieh durch die Wiener Luft, Walzer wie Blumenduft, schöner als Rosmarinblühenmelodie. Schlupfer
ins Herz hinein, huscheln dort warm sich ein, bist du wie ein Stück vom Glück, Landermusik. Und wie die Vogel singen, a Bacher leise rauscht, der ganze Wald tut flüstern, als ob ein Engel blascht. So tön's aus Lannas Geigen ins frohe Menschenherz und Sonnenstrahlen die tragen die Klänge himmelwärts. Da heut Gott Vater die Hand an so und fragt der Engel, erst kleiner, sag, wer spült auf meiner Erde so lieb? Aber Pitsche sagt's, der Lana, ja. Ziehen durch die Wiener Luft, Bolzer wie ein Blumenduft, schöner als Rosmarin, blühen Melodien, schlupferl ins Herz hinein, huscheln dort, wo sich ein bist, wie ein Stück vom Glück. Landermusik. Jawohl. Handschuhmacher. Jawohl. Lieblingslied vom Wolfgang Senner. Mama und, wie ich auch weiß, von beiden Großmüttern von Patrick, die ich beide kennenlernen durfte. Die haben auch, war von beiden war das Lieblingslied. Haben wir immer spielen müssen, unter Anführungszeichen. Also, wir haben sie dann immer gerne gespielt, aber wenn eine oder gar beide da waren, haben wir es nicht zweimal spielen müssen, das hat schon einmal gereicht. Aber haben wir es gespielt für die Omas von Patrick, jawohl. Ein tschechisches Wienerlied für den Skoda, jawohl. Der für den Skoda. Ja, das hat der Fräser Stadtgas, hat sich das auch gewünscht gehabt. Haben wir eine Short-Version, oder? Ich sitze gern im Wirtshaus, am wirtshäuslichen Herd. Da sitz ich wie beim Wirtshaus und werde nicht gestört. Der Wein wird schon älter, in meine Kehle fällt er. Der Kaltere wird kälter, so wie es sich gehört. Ich lese nicht in Journalen, ihr redet mit keiner Frau. Für die müsste ich noch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration such, Gesellschaftsliaison such, lese ich das Telefonbuch, da finde ich das genau. Weil alle meine Freunde stimmt darin, und zwar auf der Seite V. Wondrak, Wortel, Wipplerschil, Wojtek, Wotzig, Wimblerdill, Fjora, Vrabel, Vritelek, Viglasch, Frazig, Wichnerlek, Frecker, Frba, Vikotil, Frablic, Schwutze, Viskocil, Wochedetschka, Vukelic, Vrtatko, Vukasinovic, Vorak, Vondra, Volicek, Voralek, da was mit dem Vrtelwotra, Pavosenilek, Farinis, Vostarek, Vrtalana, Wiplacil, Vrtsalan, Vistlacil, Votvo, Tipka, Vice, Sae, Vratzne, Vrana, Mimetaj, Vrbitzke, Vranek. Meine Frau geht mich betrügen und glaubt, dass sie nicht schmeckt. Jeden Abend tut sie liegen mit Blätterneck ums Eck. Der Blätterneck ist ein Trottel, meine Frau ist ein Kokottel. Sie geht zusammen ins Hotel, damit ist nicht entdeckt. Doch ich hab's bald begriffen, darum nehm ich auf Kredit an Teilen Detektiven, was folgt auf Schritt und Tritt. Und schon 2 Wochen nachher kommt der große Macher und sagt, dass ich nicht lache. Der Blätterneck ist nicht. Jetzt halten sie sich geschwind an, weil ihre Frau betrügt sie mit. Ich habe keine langen Haare mehr, hoppala. Wondrak, Wortel, Wipplerschil, Wojtek, Wotzig, Wimbladil, Jora, Vrabel, Vretelek, Viglasch, Frazig, Wichnerlek, Frecker, Frba, Vikotil, Frablic, Schwutze, Viskocil, Wochedetschka, Vukelic, Vrtatko und Vukasinovic, Vorak, Vondro, Vorlicek und der Voralek, und da was ich wieder auf der Vrtelwotra, Pavosenilek, Farinis, Vostarek, Vrtalan, der Wiplacil, Vritzalan, Vistlacil, Vopotipka, Vice, Sae, Fratztil, Vrana, Vimetaj, Vrbitzke, Vranek,
Wirka, Weppelek, Wopalka, Wopailka, weg. So schaut's aus. Hätten wir das auch. Ich war Strophen auslos, weil man dachte, wenn man gut zwei Short Version, weil je schneller ich fertig bin mit Spielen, kann ich austrinken, also weiter trinken. Und am Schluss, weil, ich meine, heute ist eigentlich diese Pawlatschen gehört unter dem Titel Technische Pannen und andere Frivolitäten, weil natürlich die erste wirkliche Panne war scheinbar, warum auch immer, das weiß ich wirklich nicht, dass der Facebook-Stream original nicht hingehauen hat. Und ich weiß wirklich nicht warum. Weil da tatsächlich, also da habe ich das, genauso stehe, als ob das halt gegangen hat. Aber werden wir auch noch lösen. So ist Flasche alles da. Schaut aber so. War sehr gut. Danke Alexander Hauser nochmal für die großartige Flaschenwein. Entzweigelt aus dem Burgenland von der Dankbarkeit aus Bodersdorf. Ganz Weltklasse. Wie heißt das Lied? Peter Brachtl, Telefonbuchpolka. Telefonbuchpolka von Georg Kreisler. Den Text hat noch ein zweiter mitgeschrieben. Aber an sich unter Georg Kreisler und Telefonbuch findest du Text und alles eigentlich auch im Internet. Problemlos. Der FP-Stream war wurscht, der Skoda-Ausfall war schlimmer. Da hast du recht, Franz Brandwein. Da muss ich echt sagen, das ist eine Aussage, die zu absolut 100%, auch wenn es das so ja nicht gibt, absolut 100%, sondern es ist also vollkommen richtig, die Aussage. Es ist einfach vollkommen richtig. Punkt. Der Skoda-Ausfall war schlimmer. Der Turbo, nein, was hat gesagt, die Einspritzung. Die Einspritzung ist im Arsch. Ich fahre mit dem Skoda nach Wien. Auf der Brünnerstraße plötzlich ist er hin. Es leuchtet ein Lamperl gleich auf und bringt mich auf eine Idee drauf. Ich fahr jetzt lieber zur Straßenrand und ruf den ÖMTC an. Und der sagt, der Reinspritzer ist im Arsch. Und der ÖMTC sagt, der Einspritzer ist im Arsch. Drum muss ich die jetzt leider mit dem Abschleppwagen holen. Und den heutigen Abend haben's da leider gestohlen. Aber daheim, gehst in den Chat, sei so nett. Aber morgen kriegst du einen Reservewagen, weil wir wissen nicht, wird der Wagen heute unterschlagen oder wird der Einspritzer vielleicht doch dann noch. Aber ich glaube, kann auch sein, dass vielleicht immer kauft er einfach einen neuen Wagen. Die Mama eingeschlafen, Mama jawohl. Bring mich nicht mehr zu Hause. Drum singen wir ein Loblied auf. Die Skoda-Werke, drum singen wir ein Loblied mit Rotwein aus Bodersdorf, Zweigl, Dankbarkeit auf. Die Skoda-Werke, gehen wir auf. Bitte ab heute immer einen Schluss zu einer musikalischen Zusammenfassung. Ja? Angefangen hat schon damit,
dass Facebook versagt hat oder auch die Technik von meiner Seite, aber vielleicht auch wirklich kann ich gar nichts dafür. Es war, es war, es war. Was soll ich sagen? Ja, das wird immer blöder. Lodet auf den Vergaser, ja, der Vergaser. Wieso Vergaser? Der Einspritzer, nicht Vergaser. Unglaublich. Versucht ihr Vergaser im Tesla einzustellen, ja. Das ist echt, das musst du aber echt machen. Wenn einer mit dem Tesla am Straßenrand steht, muss die Härte haben, muss stehen bleiben. Was ist leicht? Ja, irgendwas geht nicht. Du musst wirklich sagen zu ihm, aber ohne Lachen. Dann wird der Vergaser sein. Entschuldigung, ist ein Blödsinn, aber ich weiß nicht. Und Zeisalbung, habe ich das heute noch schon gespielt? Habe ich heute schon gespielt, beim Einstieg. Wie fest war es und lustig in früheren Jahren, oder? Ich glaube, das habe ich schon gespielt. Aber warte mal, was hält man noch so in der? Nämlich war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit die Grube und die Meier. Alles war so festlich und so elegant, die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten, die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusl heut nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen, na und schau. Kaum waren die Händel und die Fleischl serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Alles hat sich gestürzt auf die Schnitzel und den Erdäpfelsalat, nur dass der Läusl nicht dabei war. Wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Und dann trinkt man ein paar Schnapsal zum Verbauen. Und dann ist es Essen. So schnell kann gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Ja, und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lampada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu ihr dazu, nicht der Tisch spricht zusammen. Ein Gestüdelbuben. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Weil da fällt der Läusl schon dazu. So ist dann gegangen bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusl auch sicher leibend gefunden. Ja, ja, da seine, das sag ich euch. Dem Läusl seine war die schönste Leich, ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusl ist tot. Jawohl. Läuslein geschossen. Es ist so schade, dass der Skoda keinen Vergaser hat.
Unglaublich, unglaublich. Sicher Wahnsinn, da geht's ums Auto, da geht's ums Auto. Um die Autos geht's. Siehst du, das meine hat nur 5 Zylinder. Unglaublich, unglaublich. Interessant wäre nur, ob die das aufnehmen und wie lange der Mechaniker den 4. Zylinder sucht. Nicht? Beim 3. Zylinder wieder lang suchen, nicht? Aber ja, es geht ja auf Zeit. Ich hole kurz die 3. Ulrich ist ein Wahnsinn. So, meine Herrschaften, aber jetzt schon langsam arbeiten wir uns zum Schluss. Die 380 mit Ramer, 2 Takter Welt. Der Fritzl, der was die Suzuki, gell, der was? Da haben der Wolfgang, 380er Suzuki, der auch 3 Zylinder, ja. Das stimmt. Also, dass das Welt ist. Aber nicht, ich meine, ich habe mir Honda Mann gegeben, mit der bin ich vollkommen ausgelastet. In Wien. Aber ich sehe, ich könnte sich ja weiter unterhalten im Chat, ich spiele da weiter was. Ja, aber schon langsam arbeiten wir uns zum Schluss hin. Patrick muss ja schlafen gehen. Wahnsinn. Pass auf, jetzt muss ich euch erzählen, weil das war leiwand. Wann bin ich heimgefahren? Wann bin ich da heimgefahren? Von meiner Klause. Wann war denn das? Am Donnerstag. Am Donnerstag bin ich heimgefahren. Und bevor ich heimgefahren bin, bin ich noch auf Kirchschlag rein. Und bin noch zum Fleischer für den Kirchschlag, zum Bührer, der auch ein Wirtshaus hat. Und da haben wir gedacht, na, da ist ja was. Und da hat es gegeben als Mittagsmenü, Fleischlaberl, klassisch mit Erdäpfelpüree und alles drum und dran. Ganz klassisch wird es, super Geschichte. Aber ich fand in der Tageskarte am gebackenen Kalbskopf. Naja, den habe ich mir reingezogen. Weil einen gebackenen Kalbskopf kriegst du wirklich leider sehr selten. Und wenn du den kriegst, dann muss ich ihn reinfressen. Aber ich will oder nicht. Nach dem Motto. Und das war wirklich wild. Ist mir jetzt eingefallen. Warum, weiß ich gar nicht. Warum mir das jetzt eingefallen ist, weiß ich wirklich nicht. Aber ich wollte es euch sagen, scheinbar. Ich wollte es euch sagen. Ich wollte, dass ihr das wisst. Ich wollte einfach, dass ihr das wisst. Was soll ich machen? Austropop, die Susanne vom Austropop. Ich muss überlegen, es ist ja auch schon spät. Und wenn die ersten Sonnenstrahl in die letzte Dämmerung da wirkt, dann wach ich auf in der Kineten, wo ich schlaf. Dann wach ich auf. Die Tschuschen kommen und ich muss mich schleichen, sonst zahn's mich auf. Steh ich halt auf und putz mir den Träger so gut ich kann. So steh ich auf in der Kineten, wo ich schlaf. So steh
ganz egal, ob ich was arbeit oder nicht. Für die fünf dünne Klostersuppen genügt's doch ein Wannebett. Lasst's mich in Ruhe, weil heute schieten's mir Kinetten zu. Lasst's mich in Ruhe. Ich hab mich schon seit 10 Tagen nicht mehr rasiert und nicht mehr gewaschen. Und ich hab nix als wie ein Flaschl rum in der Manteltaschen. Ich gebe mir zum Frühstück und dann spüre ich eine Zigaretten an. Unter meiner Schule. Und die Leute kommen mir entgegen, ihre Mauer kommen auf mich zu. Und ich bin der Einzige, der ihr entgegengeht, kommt mir vor. Aber ich reiß mich zusammen und ich mach beim ersten Schritt die Augen zu. Schau, da liegt der Leich im Ring, das Blut rinnt in den Kanal. Erstens ist makaber, da liegt ja ein Kadaver. Wer ist denn das? Kennst du den bei dem zerschnittenen Gesicht? Kann ich das nicht sehen? Der Hofer war es am 20er Haus, der Hofer, der ist so verdächtig aus. Der Hofer hat einen aufgekriegt und hat die Leute dann massakriert. Da geht er ran durch die Land und jeder hat sein Freude. Der Hofer war's, der Sündenbock, der Hofer, den was keiner mag. Und der Haufen bewegt sich vier hin zum Hofer seiner Tiere. Da scheint die Leute kommen außer Mörder, aus ist Geh mach auf die Tür, hätt ich's aus mit dir, für dein Verbrechen musst jetzt zahlen. Geh komm außer da, mir dran dat Gurgel an, weil du hast keine Freude, die dat Stangen holen. Welche mehr der Leute schindet, die Justiz war heute geschwindet. Alles was glaubst, alles ein Hofer, kommen's raus. Sie pumpen an die Tiere und sie machen ein Krawall als wir. Sie treten uns glatt ein, dass die Hausmeisterin nicht sei und sagt, was ist denn meine Herren? Kannst mir doch den Hausfrieden nicht stören. Weil eines weiß ich ganz gewiss, dass die Leich der Hofer ist. Jeden Winkel mit der Mutter war mein erster Weg von daheim zu dir. Und du hast gesagt, sie ist allein, das musst verstehen. Alles vergeht, komm, trink ein Bier. Dann hast du gemeint, das ganze Leben besteht aus Nehmen und viel mehr gehen. Worauf ich aus den Kosten in der Nacht die paar tausend Schilling gefladert hab. Zum Verputzen in der Diskothek, ein paar Tage drauf, hast Mitternacht gefragt. Ich hab's
gestritten, hysterisch bläht, der Blick war traurig, dann hab ich geredet, du hast nur gesagt, komm, lass mir's bleiben, Geld kann gar nie so wichtig sein. Wenn du vom Krieg erzählt hast, wie du an Russen Auge in Auge gegenüber gestanden bist, ihr habt euch gegenseitig an Schick anboten, die Hand am Abzug und zittert vor lauter Schiss. Oder die Frau, die den ganzen Tag dir die Ohren voll gesungen hat. Du hast nur gesagt, ich hab sie gern. Ich muss nicht alles, was sie sagt, immer hören. Großvater, kannst du nicht runterkommen auf einen schnellen Kaffee? Großvater, ich möchte das so viel sagen, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nie. Großvater, du warst kein Übermensch, hast da nie so da und trotzdem war da irgendwie eine Kraft. Und durch die Art, wie du dein Leben gelebt hast, hab ich eine Ahnung gekriegt, wie man's vielleicht schafft. Der Grundsatz war, zuerst überlegen, eine Meinung haben, dahinter stehen, niemals gewollt, alles bereden, aber auch keine Angst vor irgendwem. Großvater, kannst du nicht runterkommen auf einen schnellen Kaffee? Großvater, ich möchte das so viel sagen, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nie. Großvater, da stehen wir jetzt am Stammersdorfer Friedhof. Ringen tut's die Füße mir schon weh. Der Pfarrer sagt, sie war ja so ein herzensguter Mensch und trotzdem fällt das meiner halt so schwer. Die Oma ist nicht mehr. Wie ich glaube, hat's meine gestopfte Knädel, hat's glaubert mit dem Bracker an der Wand in der Hand. Hat's mir umdreht schon den Magen, es war ihr wurscht, sie hat mich geschlagen, solang dass ich schon angefangen hab zum Beten. Lieb Jesu Kind, lass die Oma doch verrecken. Die 7 Rauben, es waren nur 6, die gute Fee, es war eine Hex, der böse Wolf, ein kleiner Dackel, ein Märchenprinz, ein Schiercherlakel. In Stammersdorf hat's gehabt eine kleine Wohnung mit Spitzendeckerl und am Hitlerbild. Die Glasl Grammelschmalz am Fensterbrett, die Nachtschirm und am Doppelbett, so weiß und dick so rund und immer voll. Vielleicht hätt man ins Grab dazu legen sollen. Einmal hab ich's gefragt, du, wo ist der Opa? Im Himmel auf den Wolken spielt er gern. Für Führer, Volk und Vaterland erschossen, aufgehängt und verbrannt, doch das hat sie dem Adolf stets verziehen. Weil er hat ja das Mutterkreuz verliehen. Die 7 Rauben, das waren nur 6, die gute Fee, das war eine Hex, der böse Wolf, ein kleiner Dackel, der Märchenprinz, ein Schiercherlakel.
NZZ, da war's schon ein bisschen komisch. Das Grammelschmalz ist gestanden unterm Bett. Der Spitzendeckel hat's verbrannt, den Hitler hat's an Bücher genannt, den Nachtschirm hat's platziert am Fensterbrett. Ganz Stammersdorf hat über sie schon geredet. Am Muttertag, da haben wir's gefeiert im Bruder. Die Alte war auf einmal wieder jung. Beim Gockert vorne hat's gejodelt, aber langer Schatz verdruckt. Nur beim Sturmboot fahren geschah ein Missgeschick. Da ist an ihre falschen Zehnt der Stick. Die 7 Raben, es waren nur 6. Die gute Fee, es war ein Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Tage. Der Märchenprinz, ein Schiercherlake. Und für die Gott mach's drüben besser. Mach keine Knädel für die Engel, sei so gut. Tu nicht die Heiligen segieren, tu nicht den Opa den erziehen und gehst am Herrgott auf Besuch, ein guter Tipp. Oh Mama, nimm's Mutterkreuz nicht mit. Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der eine ist für Lebende, der ausnahmslos verboten. Der andere ist, er hat so lange Nacht, aber der einzige Eintrittskarten braucht. Okay, es könnte ein leichter Texthänger vorliegen, aber weg. Was Nacht wird über Simmering, Leben mit den Toten. Da drüben im Krematorium tanzt Geruch, Knochen, Markobroden. Und hinten bei der Marmorgruft, dort stehen so was Skelette, die stehst mit so Uhren zusammen und saufen die Wette. Am Zentralfriedhof ist Stimmung, wie es erlebt und noch nicht wohl. Wer alle Toten feiern hätte seine ersten 100 Jahre. Es lebe der Zentralfriedhof und seine Jubilare. Sie liegen und sie verfolgen schon dort seit über 100 Jahren. Heute ist alles wieder lustig, heute lebt alles auf. Im Mausoleum spielt der Band in der Wahnsinnshammer drauf. Am Zentralfriedhof ist Stimmung, wie es ein Lebtag noch nicht war. Wer alle Toten feiern hätte seine ersten 100 Jahre. Es lebe der Zentralfriedhof. Auf einmal macht's ein Schnäuzer. Der Moser singt's für Ackerlied und die Schrammen spülen der Walzer. Auf einmal ist die Musik still und alle Augen glänzen. Drin steht der Knochenmann und winkt mit seiner Sensen. Am Zentralfriedhof ist Stimmung, wie es ein Lebtag noch nicht war. Wer alle Toten feiern hätte seine erste
bring mich um. Ich hab genug. Die ganze Steuerzahlerei ist ein Betrug. Ich bring mich um, ich mach ein End. Doch vorher schreib ich noch ganz geschwind mein Testament. Mein Hirn, das kriegt die Polizei, weil die hat keins und die nimmt es sicher gleich. Den Körper schenke ich der Medizin. Und nur mein Arschloch kriegt's Finanzamt Wien. Was war das? Das ist ein Schluss. Jawohl, ein Austerpop-Medley Deluxe, weil die Susanne Faber hat gesagt Austerpop. So. Das war jetzt aber wirklich, also ich meine jetzt, das war jetzt wirklich, das war jetzt ein Austerpop. Das war jetzt ein Austerpop-Medley. Deluxe. Das möchte ich bitte um Anerkennung. Schau, was ich alles übersehen habe, ist ja ein Wahnsinn. Das kann ich nicht mehr mal durch. Ja. Aber in Hofer ist so schade, wie man nicht für Salat. Ja, wahr. Ja. Wo man mit Läusel verwandt. Ja, nicht, das war ja Absicht. Nicht? Also, dass wir eine Hommage an den Ludwig Hirsch gebracht haben. Spitzendecker und Läuselbild. Um einmal eine vom Klaus beliebte Diskussion zu starten, ist die Stürmer-Christel schon Austropop. Uwe. Bei der Diskussion ging es um Wienerlied, ja richtig. Ja, eben jetzt, der Zentralfeld auf 150 Jahre. Das ist ein Wahnsinn, das Lied ist quasi 50 Jahre alt. Irre. Patrick springt schon in die Bresche. Stürmer-Christel ist kein Austropop. Naja, gut, Austropop. Ja, sprachlich teutonisch, ja, von dem her stimmt, ja. Ja, eigentlich Man muss halt jetzt, ich meine, es ist ja, ich möchte fast sogar sagen, nicht einmal Seiler und Speer sind Austropop, weil in dem Sinne, weil Austropop hat einfach, das war eine gewisse Zeit, das war ein gewisses Genre, das war eine ganz eigene Geschichte. Und ich glaube nicht, dass die Künstler der heutigen Zeit, die jetzt durchaus österreichisch Dialekt singen und Popmusik machen, tatsächlich zu dieser Austropop-Schiene gehören. Klar, nicht? Das wird natürlich, sagt man ja, das sind die neuen Vertreter vom Austropop, aber ich denke mir, nein, das ist einfach eine neue Musikgattung. Hat halt noch keinen Namen, ne? Macht ja nichts. Ne? Hat ja noch keinen Namen, aber ja. Austro-Rock ist auch nicht vielleicht Austro-Schlager. Naja, so ist. Die Frage ist nicht einmal eine Frage. Bravo, Mege Pemperton, das ist eine gute. Die Frage ist nicht einmal eine Frage. Weißen Pferde, ich kann nicht auswendig, kann ich das nicht. Eigentlich wurscht, man muss nicht alles immer in Schubladen einordnen können. Ja, ja und nein natürlich nicht, weil es hilft halt schon, weil das mit Schubladen jetzt angenommen, du sagst, ich gehe heute da in das Lokal, da habe ich mir einen Tisch reserviert, weil da steht heute am Programm, da wird Austropop gespielt. Na, dann erwartest du was. Ne? Das ist eine Schublade natürlich, aber dann erwartest du was. Jetzt gehst du dorthin und es wird kein Austropop gespielt, sondern halt eben jetzt von mir ist Christina Stürmer. Also das ist jetzt gar keine Bewertung von das ist ja. Oder Wienerlied, das ist ja wurscht. Sagst du, wird Austropop gespielt. Auf einmal sitzt du die 16 und denkst, Alter, deswegen bin ich nicht da. Umgekehrt genauso. Nicht? Wenn du sagst, ich gehe zu einem Wienerliedabend, 16er beim Spielen auf, Wienerliedabend super, ich bin eingestellt drauf, ich weiß schon, ich habe mir heute ein paar Vierteln rein, Wienerlieder super, leibend, gehst hin und es wird gespielt, Ambros, Fendrich, Tanzer, alles super, aber eigentlich nicht das, was du erwartet hast. Deswegen sind Schubladen nicht zwangsläufig so schlecht. Gute Nacht, sagt der Fritzl. Fritzl, halt durch, ich hab gleich austrunken. Jetzt gehst du mir nicht schlafen. Jetzt, Fritzl, reiß dich zusammen, gleich haben wir's. Herr Steurer, trink einmal was. Bravo, Franz Brandwein. Das sind Hinweise, die ich gerne annehme. Es ist schon das letzte Schluckerl. Mit dem sage ich jetzt einmal von dem her, Dankeschön, für dich gut, war leibend.
auch ein langer Livestream. Haben wir überhaupt noch Zuschauer, außer ein paar, eine Handvoll, und die Handvoll ist elitär. Die Handvoll ist elitär, die freuen mich, dass ihr dabei seid. Und natürlich, Patrick, alles in Ordnung. Wir sehen uns ja morgen, wir haben morgen ein bisschen eine Probe. Nachdem der Patrick beim Zahnarzt war und ich beim Wirten. Dann sind wir übermorgen beim Stiepert. Ja. Hauptsache wir haben einen Haken. Hauptsache wir haben einen Haken. Weltklasse. Jawohl. So mal, ja. Die 16er sollten man mal versuchen, in eine Schublade stecken. Naja, vielleicht in eine Schubtruhe. Naja, du meinst, ist da rein technisch. Technisch ist schwierig. Aber ansonsten, es ist halt schon. Es ist halt, schau, ich denke mir das so, wenn du sagst, mit den 16er Buben hast du Wiener Lieder, ja, und dann hast du ein paar Ausreißer. Aber du, aus den Ausreißer kannst du kein Programm machen. Das geht nicht. Also ich kann nicht sagen, ich spiele Wiener Lieder und dann mache ich einen Austropop. Das ist eine Ausnahme in die Solo-Pop-Latschen, die Kenner wissen es ja ohnehin schon. Wir spielen keinen Austropop, weil sonst kommst du von 1000, da kommst du nie wieder zu einem Wiener Lied. Da kannst du nur Austropop spielen. Nein, wir spielen Wiener Lieder und es gibt manchmal Ausnahmen. Deswegen heißt das auch eine Ausnahme. Da gibt es einmal einen Blues, da gibt es einmal eine andere Geschichte, da gibt es einmal eine Jazznummer. Aber das Schwergewicht ist halt Wiener Lied und bei dem bleiben wir. Ich sage jetzt einmal Dankeschön für eure Treue, euer Dabeisein, das gefreut mich wirklich und euer Mitfiebern bei dem Versuch, im Patrick da irgendwie einer zu kriegen. Ich habe vergessen, das Glockerläuten. Der Ulrich hat was eine gehabt, ich habe nicht geleitet. Das mache ich jetzt am Abschluss. Aber ich habe noch mal eine, wo sich die Musik, der Abend taugt hat, hat einen kleinen Schmattes. Nicht für mich, sondern für die Buben. Also, das wird schon angedeutet. Da brauchst du keine Angst haben. Gott tut es auch, jawohl. Aber jetzt nochmal für euch alle das Glöckerl. Jawohl. Ich danke euch schön. Für euch gut. Musikalisch muss ich jetzt noch überlegen, wie wir das beenden. Aber jetzt einmal mit dem Wein sage ich Dankeschön. Kleinen Weinstein mit rein. Na ja, aber wenigstens eine feste Nahrung auch. Herr Wirt, ein Vorschlag. Klein Gatsch gegriffen. Klappe, die zweite. Zum Abschied. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Das ist eine komplett andere Nummer. Ich probiere es noch mal von vorne. Ja, wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Ich glaube, ich hab's jetzt schon. Klappe die dritte. Eigentlich die vierte schon. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht, das ist er gewarnt worden. Bei manchen Lied, wir haben viel getrunken und viel gegessen und den Abend miteinander vergessen. Das ist aber ehrlich, wir werden schon langsam mit. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wirklich leiber, das hat uns sehr gefreut. Aber für heute ist immer das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz,
denk ich an meine bläden Witz, an die schönen Wiener Lieder und an die Gemütlichkeit. Will mit Post und gesungen viel, nur gegen End wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war leibend wieder einmal. Danke, es hat mich sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Ich danke euch vielmals. Bis zum nächsten Mal. Wird euch gut. Baba.